ohne Meditation und ohne Kampfkunst bin ich nicht in der Lage, das über längere Zeit auf der Bühne aufrechtzuerhalten und mich dort auch wohlzufühlen und natürlich zu agieren. Das ist der Nick Bertsch. Pianist, Komponist, Aikidoka und Kopf hinter den Bands Mobile und Ronin. Der Nick erzählt von seinem Weg vom rhythmusverliebten Kind zum Pianist, Komponist und Aikidoka, wo Musik, Bewegung und Bewusstsein zu einem stimmigen Ganzen verbindet. Wir tauchen ein in seine frühe Prägung zwischen Boogie-Woogie, Jazz und klassischer Ausbildung. In Wendepunkt, strenge Lehre und die Frage, wie Disziplin zur Freiheit wird. Wir reden über japanische Ästhetik, Zen und Sessins als Quelle von Präsenz, über Aikido als Schulung von Balance und Verantwortung und auch darüber, wie daraus körperlich-geistige Haltung entsteht. Der Nick erzählt, wie seine Modulmusik entstanden ist. Klar, strukturiert und doch offen, minimalistisch, groovig und rituell. Und wie daraus dann Mobile, Ronin und eine jahrzehntelange Praxis von kollektiver Energie entstanden sind. Wir reden über 36-Stunden-Konzerte, über Präzision statt Perfektion, über Fehler als Impuls und über die Forschung am MIT, die zeigt, wie Klang, Bewegung und Intention zusammenwirken. Es geht um den Atem, Hara, Geschmeidigkeit, um Training im Alltag und darum, wie man sich selber beim Spielen nicht im Weg steht. Und wir kommen schließlich zur Frage, was Musik eigentlich trägt. Verantwortung, Gemeinschaft und Hingabe an das, was grösser ist als man selber. Bevor wir starten, noch das. Der Podcast ist ein Herzensprojekt und ein Hobby. Wenn du unterstützen willst, dann geht das ganz einfach. Nämlich, wenn du ihn likest oder auch kommentierst. Das hilft, dass er besser auffindbar wird. Oder, noch viel besser, wenn der Erfolg oder der ganze Podcast gefällt, dann empfehlen deine Freundinnen und Freunde. Und wenn du auch finanziell unterstützen willst, das ist vor allem für Billets zu den Gästen, Serverkosten und das ein oder andere Social Media Tool, dann geht das ganz einfach per Twint auf meine Nummer 078 600 95 60. Nähere Angaben findest du auf meiner Website www.meditationsszene.ch oder unten in den Shownotes. Jetzt aber viel Vergnügen bei dem Gespräch mit dem Nick Bertsch. Willkommen zur Meditationsszene Schweiz. Ich bin der Lukas Wittmer. Heute rede ich mit dem Nick Bertsch. Der Nick ist 1971 in Zürich geboren. Er ist Pianist, Komponist, Produzent und Autor. Schon als Kind hat er Schlagzeug und Klavier gelernt. Zwei Zugänge zum Rhythmus, wo sein ganzes Werk prägen. Nach dem Klavierdiplom an der Musikhochschule in Zürich hat er Philosophie, Linguistik und Musikwissenschaft studiert. Schon früh ist er mit dem Zen in Berührung gekommen. Die Erfahrung prägt bis heute sein ganzes Schaffen. Für ihn ist Musik eine Übung in Präsenz, eine Meditation in Bewegung. Konzentration, Loslassen und Flow gehören für ihn zusammen. 1997 hat der Nick das akustische Ensemble Mobile gegründet. 2001 dann Ronin, eine Band, die er selber als Zen-Funk-Quartett beschreibt. Seine Stück sagt er schlicht Modul. Kleine, nummerierte Bausteine, die sich zu immer neuen Formen fügen. So entsteht seine Ritual Groove Music. Reduziert, körperlich, trancehaft. Seit 2006 veröffentlicht er beim Label ECM unter anderem die Alben Stoa, Holon, Avase und Entendre. Neben der Musik pflegt der Nick eine konsequente Körperpraxis. Er trägt den 3. Dan im Aikido, unterrichtet Movement, Rhythm and Flow an der Zürcher Hochschule der Künste und verbindet Klang, Bewegung und Bewusstsein zu einer Einheit. Zusammen mit seiner Frau, der Biologin und Aikido-Meisterin Andrea Pfisterer-Bertsch vom Kokoro Dojo in Zürich, unterrichtet er an verschiedenen Orten Präsenz durch Körpertraining für MusikerInnen und hat das Buch Listening, Music, Movement, Mind veröffentlicht. Der Nick lebt mit seiner Familie in Zürich, wo er auch jeden Montag im Club Exil ein Konzert spielt. Nick, vielen Dank, dass ich zu dir kommen für das Gespräch. Danke dir, Lukas. Ich freue mich, dass dich das interessiert und auch, dass es Menschen gibt, die das interessiert, was andere Menschen machen und wie sie sich mit diesen Themen beschäftigen, wo dein Podcast eigentlich dafür da ist. Du bist ja bekannt eigentlich vor allem für deine Musik, wo man aber eigentlich, wenn ich jetzt deine ganze
Biografie so ein bisschen studiert habe, wie gar nicht kann trennen von ganz vielen anderen Sachen. Aber ich würde gleich gerne bei der Musik anfangen. Ich habe gelesen, dass du mit 8 angefangen hast, Schlagzeug- und Klavierunterricht zu nehmen. Ich glaube, mit 8 habe ich gerade mal so knapp mit Blockflöten angefangen. Kommst du aus einem musikalischen Haus oder wie ist es zu dem gekommen? Eigentlich nicht. Ich habe auch mit Blockflöte und Kniegeige angefangen oder hätte sollen mit dem anfangen in der musikalischen Früherziehung. Das hat mir aber nicht so zugesagt. Ich habe eben lieber trommelt auf allem möglichen Zeug, Teller und Aschenbecher und weiss ich was. Und darum hat das ein kleines Missverständnis gegeben, dieser musikalischen Früherziehung. Und ich bin dann dort, muss man leider so sagen, ausgeschlossen worden. Und das hat damals auch bedeutet, dass meine Mutter dann eigentlich hat selber müssen schauen für meine musikalische Erziehung, weil ich nicht mehr im offiziellen System Instrument lernen. Ich wollte eben Schlagzeug lernen und das hat man dort nicht dürfen. Man hat gesagt, das ist eben kein Instrument für ein Kind. Und so hat sie dann einen Lehrer gesucht, der sich mir angenommen hat und dann eher jetzt spezifisch rhythmische Interessen angenommen hat und Freude gehabt an dem, das mit mir zusammen zu machen. Und so habe ich dann eben nicht den Blockflöte weggenommen. Aha. Ich finde es noch spannend, du hast jetzt das rhythmische Interesse besonders betont. Mhm. Klavier ist ja nicht nur ein Rhythmusinstrument, es kann auch gebraucht werden als Rhythmusinstrument, aber hast du von Anfang an so als Rhythmusinstrument gespielt? Klar, das Klavier ist noch das Königsinstrument, es ist ein orchestrales Instrument, man kann darauf eigentlich alles machen. Gleichzeitig ist es eigentlich ein eigenartiges Instrument, weil es nicht mit dem natürlichen Sound schafft, wie jetzt eine Geige oder eben eine Flöte oder so, sondern es ist eigentlich ein Konstrukt aus dem 19. Jahrhundert, also aus der Industrialisierung, so wie wir es kennen. Auf einem Flügel hat es etwa 20 Tonnen Spannung drauf, oder, mit diesen Saiten. Das ist also ein relativ modernes Instrument, wenn man so will. Und es tönt natürlich auch so, der eigenartig schöne und gleichzeitig sehr abstrakte Klang, was das Klavier hat, ist auch wie ein eigenartiges Paradox. Einerseits sehr romantisch, sehr akkordisch, sehr melodiös und andererseits ist es eben eigentlich ein Perkussionsinstrument, eine Maschine. Mhm. Und die Vielfalt ist ganz interessant gewesen für mich von Anfang an. Ich bin eigentlich so eingestiegen, dass ich Boogie-Woogies gehört habe. Ich habe ein Kind gesehen am Klavier und gehört so Boogie-Woogies spielen, also sehr eine rhythmische Musik, die ich gar nicht gekannt habe, als ich eben so 80 war. Und ich bin dann heimgerannt und habe meiner Mutter gesagt, nach dem Schlagzeug, wo ich schon eine Weile gespielt habe, ich würde gerne das lernen, diese Musik und eben nicht so Hänschen klein oder so. Und auch das hat sie zum Glück wieder ernst genommen und hat dann auch da einen Lehrer müssen suchen, weil in dieser Zeit hat es erstens mal noch kaum öffentliche Lehrer und Lehrerinnen gegeben, die etwas anderes als klassische Musik unterrichtet haben. Und zweitens jemand so spezifischer zu finden, der dann die Musik noch gekannt hat und auch noch hat können unterrichten an einem Kind, ist eigentlich wirklich speziell gewesen. Aber auch da hat sie jemanden gefunden, hat mich ernst genommen. Und ich bin dann zu dem Hans-Peter Reimann in die Stunde und der hat von Anfang an mir mega viel Freude geschenkt und hat mit mir eigentlich experimentiert. Ich konnte schon komponieren, eben die rhythmische Musik lernen, einfache kleine Boogies. Und so ist es dann weiter zu Jazz gegangen, Latin Music, Gershwin und dann ist es immer weiter geworden, oder? Und der Einstieg ist eigentlich speziell gewesen. Und eben das Klavier ist in dem Sinn bei mich eigentlich wie ein riesiges Universum gewesen. Ich konnte gleichzeitig sehr rhythmisch spielen und gleichzeitig eigentlich die Musik lernen, erkunden. Und magst du dich erinnern als Kind, in was für Zustand bist du gewesen, wenn du gespielt hast? Ich habe eigentlich kaum geübt. Ich habe versucht, ich habe glaube einfach Freude gehabt. Der Lehrer hat mich ernst genommen in dem, wie ich dort einfach so drauf war wie in dieser Zeit. Und ich habe sehr viel gelesen und geschaut, was er gemacht hat und habe dann einfach das imitiert und eben schon angefangen zu improvisieren, eigentlich von der ersten Sekunde an in diesem Unterricht. Und das hat mir eine ungeheure so eine Spielfreude vermittelt. Also, wie man so schön sagt, tut mir als Instrument spielen. Und ich habe eigentlich mit dem angefangen, ich habe einfach damit herumgespielt. Der Hans-Peter Reimann hat dann auch früh
Synthes, also Keyboards eingeführt in den Unterricht. Ich habe auch ein paar von den ersten Keyboards Ende 70er Jahre können ausprobieren und auf dem auch experimentieren. Er hatte so eine Bandmaschine gehabt, die er dann laufen lässt, und dann können wir einfach Zeug aufnehmen und drüber spielen. Heute ist das eine Selbstverständlichkeit, ein Home Recording, oder? Aber dort ist das in einer Übergangsphase gewesen. Und ich habe eigentlich als Kind schon können mit ihm dort einfach experimentieren und eben spielen, recht eigentlich. Und das ist, glaube ich, schon etwas ganz Spezielles gewesen. Das hat es auch so nicht gegeben, in dem Sinne als eine Unterrichtsstrategie quasi öffentlich, oder? Sondern das ist etwas sehr Privates gewesen. Ist natürlich ein Teil aus der Idee aus entstanden von meinen Eltern, dass ja, Erziehung vielleicht auch noch anders laufen kann, als einfach nachmachen, lernen und sitzen und so weiter. Und bist du dann ins Gymi und bevor du an die Musikhochschule bist? Ja, ich bin ins Gymi, und zwar, ich bin aus dem Seefeld in Zürich. Das war damals ein Aussenquartier gewesen, ein sehr durchmischtes, also wie dann später der Kreis 5, wo ich später hingezogen bin und selber eine Familie gegründet habe. Also es war ein Quartier gewesen, wo es zum Teil recht ruppig zu und her gegangen hat. Heute würde man sagen, es hat viele Kinder mit Migrationshintergrund. Aber mir hat das gefallen, und das war auch ein sehr buntes und lebendiges Quartier gewesen. Meine Mutter ist dann auch, und mein Stiefvater sind dann auch da im Quartierverein gewesen und haben das Quartier angefangen mitgestalten. Und ich bin in dem Sinne in eigentlich so einer Schule gewesen, wo es nicht so darum gegangen ist, noch nicht so, wer gehört zu den Eliten und wer kommt ins Gymi und so, sondern ich bin einfach in dieser Schule gewesen. Meine Eltern sind auch keine Akademiker oder Akademikerin, sondern ja, ich habe das gar nicht so bewusst gemacht, und ich bin dann aber einer der Besten in dieser Klasse, und habe dann einfach selber gesagt, ich will gerne ins Gymi, also nach der 6. Klasse, und meine Mutter hat dann das respektiert, und ich habe dann das probiert und bin dann auch tatsächlich reingekommen und bin dann ins Rämibühl, ins Realgymnasium, 4 Jahre bevor ich nach Küsnacht an eine eher musikalisch ausgerichtete Schule dann gekommen bin. Und während dieser Gymi-Zeit ist Musik auch immer wichtiger geworden. Das war für mich auch ein Anker gewesen. Ich habe dann sehr schwierige Zeiten erlebt am Realgymnasium Rämibühl. Es war hart gewesen, auch sehr lehrreich, sehr interessant. Aber gleichzeitig ja, bin ich in gewissen Fächern dann auch immer schlechter geworden, oder Anschluss verloren, und bin recht eigentlich so in eine Krise hineingerasselt. Und gleichzeitig ist die Musik aber immer wichtiger geworden. Ich habe schon angefangen, Geld zu verdienen mit Musik, sehr früh, habe viel gespielt und so. Und Musik hat mir eigentlich Identifikation gegeben, und ich habe Spass an dem gehabt. Ich habe gleichzeitig als Kind sehr viel Fußball gespielt, habe Freude an dem gehabt, bin im Club gewesen, habe mich also dort so bewegt. Das ist eher von meinem Vater hergekommen. Also meine Eltern haben sich früh getrennt und ich bin dann bei ihm gewesen, oder eben daheim im Seefeld bei meiner Mutter und dem Stiefvater. Und das Fußball ist für mich eigentlich fast wichtiger gewesen als Kind, als jetzt Musik. Aber das hat sich dann angefangen zu wandeln, als ich langsam Teenager geworden bin. Ich habe angefangen mehr üben, ich habe mehr angefangen bewusst komponieren, eine Band gegründet und so weiter. Und eigentlich hat mir auch die Musik dann eine Community gegeben und eine Connection und auch eine Wertschätzung ist gekommen. So, das ist für mich eigentlich, ich habe dann, dank der Musik die Zeit dort einigermaßen unbeschadet überstanden. Am Rämibühl vor allem. Ja, am Rämibühl, genau. Also das Rämibühl ist, ich will das auch nicht nur schlecht reden, sondern es hat auch ganz interessante Sachen gegeben. Es war ein sehr hohes Niveau gewesen, zum Beispiel im Deutsch oder in der Geschichte. Die Debatten, die vergesse ich heute. Also habe ich nie vergessen, da erinnere ich mich heute noch daran. Hat mich auch geprägt. Wir haben auch die sehr viel diskutiert und so. Es ist um Gesellschaft gegangen, was ist der Mensch da drin und so. Insofern ist das Rämibühl auch interessant gewesen. Es hat auch gute andere Kinder dort gehabt, oder Teenager. Aber gleichzeitig war es ein bisschen eine Überforderung für mich. Ich habe auch keine Hilfe in dem Sinn. Ich habe dann eine Nachhilfestunde und so. Ich habe das eigentlich alles selber machen, obwohl meine Eltern wohlwollend waren, aber sie haben mir dort eigentlich nicht so richtig helfen. Und dann bin ich eben letztlich dann Profi geworden, wie das heisst. Habe aber immer sehr viel Musik gemacht eben. Und dann war wie die Frage, wie weiter.
Und dann hat es ein legendäres Gespräch gegeben in dem Rämibühl, wo wir, meine Mutter und ich dann mit der Klassenlehrerin, dem Rektor, uns haben sollen treffen, um herauszufinden, wie soll es jetzt weitergehen. Was macht man jetzt mit dem Teenager, dass der nicht irgendwie ein Teufel vom Karren geht. Und ich erinnere mich noch, das war auch ein legendärer Move von meiner Mutter. Die hat dann gesagt, ich will bei diesem Gespräch den Musiklehrer dabei haben, weil es dunkelt mich wichtig. Mein Sohn ist offenbar da sehr aufgehoben in dieser Musik. Jetzt, da müssen wir darüber reden, auch, neben der anderen Perspektive. Dann hat es das Gespräch gegeben und wir sind dann dort gesessen in dem Realgymnasium, eigentlich alles nette Menschen. Und der Rektor, den ich eigentlich in guter Erinnerung habe an sich, aber der hat dann dort gesagt, wir empfehlen Abgänger auf dem Niveau, also wo quasi schon die Hälfte von dieser Ausbildung eigentlich gemacht haben, irgendwie, empfehlen wir zum Beispiel eine Banklehre zu machen. Dort ist man aufgehoben, oder die nehmen gerne Abgänger, Abgängerinnen, bauen die sozusagen ihres, sag jetzt mal, System ein. Und ja, der hat mir eigentlich helfen mit dem. Und für meine Mutter, die natürlich so eine Linke war, Feministin, ist der Satz eigentlich ein Schock gewesen. Und gleichzeitig ist sie aber gefasst geblieben und hat dann gefragt, das weiss ich noch ganz genau, hat gefragt, gibt es noch andere Ideen? Und dann nachher ist da nicht wirklich etwas gekommen und dann hat sie gefragt, mich interessiert die Meinung vom Musiklehrer, Beat Fritschi, sehr kompetenter, ein bisschen konservativer, so, aber sehr, sehr guter Musiker eigentlich, hat dann die Stimme erhoben und hat gesagt, ja, er würde empfehlen, sofort das Konsi als Frühstudierende und ich sage sehr begabt und das sage ich ganz klar und so. Und ich bin eigentlich aus allen Wolken gefallen, weil ich habe dort vor allem Jazz gemacht. Ich konnte kaum Noten lesen. Ich war so ein bisschen ein Outlaw in dieser klassischen Musik. Und ich bin zwar in dem Chor vom Herrn Fritschi und mir hat das auch alles mega Freude gemacht, aber ich bin gleichzeitig eigentlich dort nicht so richtig reingepasst, oder, in die Idee von Musik. Und offenbar hat er das aber wahnsinnig wertgeschätzt und hat das einfach nicht so richtig können kommunizieren. Meine Mutter hat ihn dann auch mal gefragt, wieso haben sie denn das nicht früher gesagt? Und dann hat er gesagt, ja, das sei einfach eine schwierige Klasse gewesen, etc., wie es halt so kommt, oder? Auf jeden Fall haben wir dann entschieden, okay, das wäre natürlich eine Möglichkeit und dann darüber beraten. Und dann war aber die Idee gewesen, dass man vielleicht auch an eine andere Schule geht, weil ich habe immer gedacht, mich interessiert eigentlich das Chemie, ich will vielleicht auch mal studieren, mich hat Philosophie schon als Kind interessiert zum Beispiel. Ich habe auch so Zeug gelesen, unabhängig von der Schule. Es hat mich einfach fasziniert, schon von Anfang an. So die Fragen, warum, wie geht das, was gibt es überhaupt alles und so, was ja, für die einen Menschen wichtiger ist als für andere. Und darum haben wir dann geschaut, dass es noch für eine andere Möglichkeit gibt und meine Stiefschwester, die ist in Küsnacht und damals hat das noch Unterseminar geheißen. Und das war eine sehr musikalische, sehr kreative Schule, sie hat den Ruf gehabt. Und dann haben wir uns entschieden, dass ich dort hingehe und dann haben wir das Gespräch gemacht dort. Dort hat es auch bekannte Musiker und Musikerinnen gehabt, die unterrichtet haben. Und dann haben wir dort ein Gespräch gemacht und der Rektor war sehr nett und hat gesagt, ja, macht Sie doch einfach da die Prüfung und steigen Sie da direkt ein. Und ich habe dann gesagt, ich kann irgendwie nicht mehr, ich muss eine Pause haben, oder? Ich repetiere freiwillig ein Jahr. Das war meine eigene Idee gewesen. Ist mir heute auch ein bisschen ein Rätsel, ehrlich gesagt, aber das war meine Idee gewesen. Und dann nachher habe ich freiwillig, also habe ich direkt in die Schule und habe gar keine Prüfung mehr machen. Und ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass in Küsnacht das Niveau, vor allem eigentlich das Debatten- und Konfliktniveau auf einem ganz anderen Level war als an dem Rämibühl, oder? Wo doch schon so eine Art, auch eine Elitenschmiede war, auch manchmal im guten Sinn, manchmal im schwierigen Sinn. Darum bin ich dann dort angekommen und habe eigentlich ein Jahr lang kein Aufzüge mehr machen. Ich habe einfach alles schon können und ich bin so, ja, ich konnte einfach in die Schule gehen und dabei sein und habe dann zum Teil da auch ein bisschen für Furore gesorgt, weil der Unterschied eben gerade in der Debatte zum Beispiel im Deutsch ganz anders war. Aber andererseits war das ein genialer Move gewesen, weil ich habe eigentlich nur noch geübt. Und ich konnte dort auch dann
zum Karl Schäuber noch zusätzlich in eine Klavierstunde und dort haben wir eigentlich mehr Theorie gemacht. Er hat auch Gesangunterricht, ja, oder? genau, der hat einen Chor gehabt und ist einfach so eine legendäre Figur gewesen dort. Und gleichzeitig ist eben noch etwas Wunderbares passiert, nämlich der Herr Beat Fritschi, wo eigentlich auch so ein bisschen gemerkt hat, er hat es irgendwie nicht so geschafft, während ich dort bin, irgendwie etwas Geschisses zu machen, obwohl er eben eigentlich ja, ein sehr guter Musiker war. Er hat dann gesagt, etwas Wichtiges ist, dass ihr Sohn zu einem guten Lehrer kommt, oder? Und der Hans-Peter Reimann, der mich eben als Kind schon mit auf den Weg genommen hat, der war eigentlich ein guter Lehrer gewesen, aber natürlich nicht so im Sinn von Ausbildung und mich da auf Vordermann zu bringen für die Welt der Musik, oder? Das hat er gar nicht beabsichtigt. Und dann hat Beat Fritschi mir die Möglichkeit gegeben, dass ich zum Boris Merson gekommen bin. Und der Boris Merson war am Rämibühl eigentlich der beste Klavierlehrer gewesen. Das war eine Ikone von der klassischen Musik. Auch in der Schweizer Musik hat er ungeheuer viel bewirkt, viel komponiert. Der war oldschool, der konnte Klavier spielen, klassisch wie der Teufel. Hat dirigieren beim Karajan studiert und so. Und der ist auch so ein bisschen ein Aushängeschild am Rämibühl für die guten Leute. Viele gute, die später grosse Künstler, Künstlerinnen geworden sind zu ihm in die Stunde gegangen. Nun war aber das Problem, ich konnte eigentlich gar nicht klassische Musik spielen. Ich habe bis dorthin ein bisschen Bartok gespielt, weil das eben auch rhythmische Musik war. Und dann bin ich zu dem Boris Merson und der hat mich aber mögen, weil er auch das Herz für Jazz hatte, was eigentlich selten war bei so klassischen Leuten damals. Weil er hat schon ganz früh während dem Krieg im Radio immer Jazz rausgelassen, der hat auch absolut gehört. Also wenn er ein Stück gehört hat, hat er das gar können spielen auf dem Klavier nachher. Und er hat Jazz geliebt, Duke Ellington, Count Basie und all die Stride-Pianisten. Und darum hat er gecheckt, was ich schon kann. Und hat quasi gesagt, okay, ich übernehme den Fall. und lerne Klassik, oder was? Ja, und lerne dem mal endlich anständig klassische Musik spielen. Und das war für mich sehr hart, weil einerseits habe ich das Wohlwollen bekommen. Ich habe eben noch in seinem Räumchen geübt, oder, dort am Räumchen, und er hat mich gehört, er hat mich wie schon mitgeschnitten, obwohl ich das gar nicht gewusst habe. Und da hat er mich sehr gefördert, aber es war knallhart gewesen. Also ich habe zum Beispiel das ist so oldschool gewesen, Meister-Schüler-mässig. Ich habe immer in den Ferien gratis zu ihm in Unterricht und ich habe das auch genutzt und habe wirklich viel geübt. Und gleichzeitig hat er einfach ganz klar den Tarif durchgegeben, wenn ich zu wenig oder falsch geübt habe. Und das ist eben dann neben dem Move an die offene musikalische Schule zum Karl Schäuber, ist gleichzeitig der Move zu dem Boris Merson. Und ich habe dann eigentlich so ein bisschen 2 Fliegen auf einen Schlag bekommen, muss man auch sagen, dank dem Beat Fritschi. Und habe dann eigentlich 4 Jahre lang extrem viel Musik gemacht, viel Musik bekommen, viel gelernt und habe von diesen Lehrern ganz viel Rüstzeug mitbekommen. Einerseits Förderung und andererseits auch knallharte Führung. So. Und das war für mich ganz wichtig. Und dann, nach dem Gymi, habe ich mich dann entschieden, Musik zu studieren. Aber die Frage war, Klassik oder Jazz? Bevor wir dort hinkommen, vielleicht nochmal etwas zurück, was so auch in dieser Jugendzeit wichtig geworden ist für dich, oder 2 Sachen. Das eine ist Japan. Also mit dem, ich glaube, das hast du mehrfach gesagt, ein Film von Kurosawa, der dich irgendwie tief beeindruckt und bewegt hat. Und das andere ist, dass mit 18 dir deine Mutter Zen-Meditation beigebracht oder vermittelt hat und das Buch Zen-Geist, Anfängergeist vom Suzuki gegeben hat. Wie ist es zu dem gekommen? Das ist auch eine interessante Geschichte und es ist vielleicht gut, jetzt haben wir viel über Musik geredet und über den Weg, der so ein bisschen normal tönt im Sinne von nicht spirituell, aber natürlich war Musik für mich eben genau der Anker gewesen. Ich habe das noch nicht so erkannt früh, aber dass eigentlich Musik für mich eine Lebensenergie ist, oder? Das ist ganz klar schon dort am Anfang der Fall gewesen. Jedenfalls haben wir dann eben in diesem Seefeld gelebt und ich bin dann im Gymi und dann eben nachher im Semi. Und im Seewald hat es ein altes Kino gehabt, das hat Razzia geheissen. Jetzt ein Restaurant, ja. Ja, das ist dann später, hat sich dann das verändert und so. Und das hat man auf jeden Fall dort wieder aufgezogen gehabt. Ich glaube, das ist schon ein Kino geworden in dieser Zeit.
Und ich dann dort war, bin ja so neu mit so ein bisschen Indie-Film und so weiter. Und ich bin einfach ab und zu dort reingelaufen und wie man so als Teenager ist, interessiert man sich für die verschiedensten Sachen und habe viel gelesen, viel Film geschaut. Dort mal hat es noch kein Handy und so gegeben, kein Internet auch und so, muss man sich mal vorstellen. Und darum bin ich einfach nicht, noch oft in das Kino gegangen, ohne dass ich gewusst habe, was dort überhaupt läuft. Und eines Tages bin ich eben in den Film vom Kurosawa reingelaufen, Ran, also heisst eigentlich Krieg oder Chaos auf Japanisch. Und das ist King Lear, also das Shakespeare-Stück vom König mit den 3 Töchtern, auf Japanisch gewesen, ein legendärer Film. Und ich bin mit 15 dort reingelaufen und soviel ich weiss, ich habe mal nachgeschaut, hat man erst ab 16 eigentlich den Film schauen, weil er ist recht blutig war und es ist eben um Krieg gegangen und für damalige Verhältnisse ist auch noch recht, ist der recht explicit gewesen, wie man heute würde sagen. Mhm. Und das war für mich so ein Schock gewesen. Ich war eigentlich fasziniert von dem Film, von der Musik auch, die völlig fremd war für mich, von Toru Takemitsu, ist ein berühmter japanischer moderner Komponist, wo aber eben auch stark in seiner Tradition verwurzelt war, also im Gagaku, Ensemble Musik oder auch eben in der Zen-Musik oder in der No-Theatermusik. Und der hat die Musik in dem Film gemacht und gleichzeitig ist in dem Film sind dort Schlachten losgegangen und ja, es ist für mich eine audiovisuelle Überwältigung gewesen. Und ich habe aber als Kind auch immer so Zeug gezeichnet, dort natürlich mehr so Seeschlachten, Piratenschlachten oder so. Ich habe als Kind mit meinem Kumpel zusammen haben wir auf dem Tisch riesige Blätter mit so Schlachten gezeichnet. Und irgendwie habe ich gemerkt, mich fasziniert das, obwohl ich in dieser Zeit gleichzeitig extrem friedensorientiert war. Es ist dann, in dieser Zeit ist auch die Idee Schweiz ohne Armee aufgekommen und so. Wir haben im Semi-Küsnacht dann Debatten gehabt darüber und ich war auf der Seite von der Armeeabschaffung. Und eben, der Kurosawa-Film, da ist es eigentlich um Armee gegangen. Und das hat mich auch ein bisschen irritiert, dass mich das einerseits fasziniert und andererseits aber auch befremdet und so. Und gleichzeitig hat es da auch eine Exotik drin, die mich sehr berührt hat, im Sinne von, es hat die Spiritualität dort drin gehabt, Musik, Zeremonie, Ritual, Ästhetiken, die mich einfach total fasziniert haben. Ich kann mich dann auch erinnern, meine Eltern haben schon manchmal Zugang zu japanischer Kunst gehabt, vor allem mit der Grafik. Also mein Vater war Grafiker und meine Mutter in ihrer ersten Lebenshälfte eigentlich im Modebusiness. Und dort spielt natürlich japanische Ästhetik eine grosse Rolle. Auch für die Schweizer Grafik ist japanische Grafik etwas sehr Wichtiges gewesen. Und insofern habe ich mich angefangen zu erinnern an verschiedene Sachen von meiner Kindheit auch. Unter anderem sind wir auch mal bei einer Familie zu Gast gewesen, wo die Frau Japanerin war. Und ich erinnere mich, dass mich die Atmosphäre dort sehr ja, so bezaubert hat. Auf jeden Fall ist das dann so der Einstieg gewesen, eigentlich mehr in die Japan-Faszination und ganz klar eindeutig so ein Einstiegstor in die Welt. Dann habe ich angefangen mehr lesen, mehr Film schauen und auch angefangen die Anime-Filme schauen und so weiter. Und ich bin noch nicht so fasziniert vom spirituellen Teil so direkt, weil eben ich bin eigentlich noch bin noch in einer recht teenagerartigen westlichen Haltung da unterwegs gewesen. Und erst mit 18 habe ich dann meine Mutter mal gefragt, sie hat schon lange Zen gemacht, sie ist immer in den Schwarzwald in ein Dojo gegangen und hat in der Toskana, wo wir es gut hatten, also meine Mutter und ihr Stiefvater haben selber ein Gut aufgebaut, die haben eine Ruine dort unten gekauft, in dieser Hippie-Zeit, wo dann so Gemeinschaften so Sachen miteinander gemacht haben, nur sind dann alle anderen ausgestiegen und sie sind dann am Schluss noch übrig geblieben. Und mein Stiefvater ist eben Architekt und hat das alles selber aufgebaut mit einer Zisterne, also eigentlich ein autarkes Gut mit 55 Olivenbäumen und so aufgebaut. Auch ein bisschen als Altersvorsorge, um das dann vielleicht mal zu verkaufen, weil sie eigentlich kein Geld hatten als so Linke, die
ganz anders gedacht haben in dieser Zeit. Aber sehr liebevoll dann über 30 Jahre das aufgebaut haben. Jedenfalls bin ich dort unten und sie ist eben, dort hat sie Kurs gegeben, so Frauenkurs, und hat da immer wieder meditiert dort unten. Und anfangs hat mich das eben nicht so berührt, oder? Und dann irgendwann habe ich sie mal gefragt, was machst du da eigentlich, wie geht das und so. Und dann hat sie mir gezeigt, wie man sitzt und was man da macht oder was man eben nicht macht. Ja, das nimmt mich wunder. Was Ja. war die Anleitung? Also wichtig war, dass sie gesagt hat, es ist wichtig, wie du sitzt. Sie hat auch starke Rückenprobleme gehabt, immer wieder. Meine Mutter war nicht so sportlich und hat als junge Frau so eine Hüftoperation gehabt. Darum ist für sie eigentlich Bewegen, Sitzen und so weiter schon immer das Thema gewesen. Und wegen dem ist sie ins Feldenkreis gegangen. Mhm. Die Bewegungstheorie eigentlich, wo man lernt, sich gescheit bewegen, intelligent bewegen. Und jemand, wo sie mit dem geschafft hat, hat ihr dann auch gezeigt, wie man sitzt. Darum hat sie mir das dann erklärt, ganz früh. Und ich habe den erst später auch kennengelernt, bin zu dem auch in den Kurs gegangen und so. Und darum, eine von der Anleitungen war, wie sitzt du auf dem Schemel. Sie hat so einen Schemel gehabt, dass du eigentlich bequem meditieren kannst, oder? Und gleichzeitig hat sie mir über den Atem erzählt und einfach über, dass man eben einfach sitzt. Und ich habe dann eigentlich mehr angefangen zu lesen. Sie hat mir dann ein paar Bücher so angegeben und ich habe mich dann aber selber angefangen zu interessieren und dann immer mehr gelesen. Und so hat die Faszination ständig zugenommen. Gleichzeitig muss man wissen, als ich 18 war, habe ich sehr eklektisch Klavier gespielt. Also ich habe zwar sehr viel rhythmische Affinität gehabt und habe auch sehr eigenartige Stücke geschrieben und so. Aber gleichzeitig sind die auch oft noch sehr virtuos gewesen, oder? Auch beeinflusst von bestimmten Jazzstil und so. Und dort hat dann eigentlich der Wandel angefangen, dass ich mich mehr für Minimal habe angefangen zu interessieren, für andere Formen von Ästhetik. Und da ist natürlich der Einstieg auch etwas Wichtiges gewesen. Also Begegnung mit japanischer Ästhetik, mit Reduktion im Sinn von Präzision, von Rohheit und Veredelung gleichzeitig und so weiter. Das hat eigentlich dort angefangen und Meditationspraxis ist natürlich da ganz ein wichtiger Aspekt, das überhaupt zu verstehen. Und du bist in die Meditationspraxis quasi rein und hast angefangen regelmäßig meditieren ab dann? Genau, ich habe dann angefangen, mich für das wirklich zu interessieren und gleichzeitig bin ich eben auch dort, das ist dann Ende Teenagerjahre, war ja dann eben die Frage, wie geht es weiter? Philosophie hat mich sehr interessiert, Musik und so. Das war dann auch eine Frage, wo treibt es mich an? Und Meditation war dort eines der Tools, einfach anfangen, auch die Spiritualität zu erforschen, die für mich vielleicht interessant ist. Gleichzeitig bin ich eben auch sehr ein friedensliebender Mensch. Ich habe schon mit 15 aufgehört, Fleisch essen zum Beispiel. Und alles mit dieser Idee eigentlich, irgendwie ein bewusster Mensch zu werden, oder? Was ja dann oft auch schief geht, gerade weil man sich das dann so vornimmt. Aber auf jeden Fall war das die Suche gewesen, und ich habe mich dann auch darum gekümmert, was bedeutet das in der Musik, was bedeutet das für mich, was bedeutet es in der Alltagspraxis. Und so hat dann ein bisschen Schritt für Schritt ein zum anderen geführt. Und dann bist du als Konsi, also hast klassische Musik studiert. Ich habe dann mir das überlegt und damals hat es noch fast keine Jazzschule gegeben, also so Ende 80er Jahre war das gewesen. Da hat es eine gute in Köln gegeben und in Graz und zwischen Übersee. Der Lehrer, den ich am Anfang erwähnt habe, der Hans-Peter Reimann, der hat auch in Berkeley studiert, also der berühmten Jazzschule in Boston. Darum habe ich schon so ein bisschen gewusst, dass es Jazzschulen gibt und Arrangement und all das Zeug. Der hat mit mir das eben so spielerisch auch schon gemacht. Aber in Europa hat es eigentlich nicht so viele Jazzschulen gegeben. Also Schulen im Sinne von, da machst du eine seriöse Ausbildung. Du hast nachher das Diplom, kannst unterrichten, lernst Leute kennen und so. Aber es hat eben, der Ruf war von der in Graz und in Köln, ist relativ gut gewesen. Darum bin ich dann auf Graz gefahren, wo ich auch jemanden kennt habe aus der klassischen Welt, wo ich auch wohnen konnte, 2-3 Tage. Und dann bin ich an die Schule und habe dem Klavierlehrer dort vorgespielt und
irgendwie hat das überhaupt nicht gefunkt und glaube von mir auch nicht. Also ich habe nicht so gescheit etwas abgeliefert. Ich bin so ein bisschen plötzlich in dieser offiziellen Welt gsi von Jazz. Ist jetzt etwas, was man an einer Schule macht und dann musst du das und das können und so. Mhm. Ich habe das eigentlich eher im Underground gelernt. Ich bin dann bei dem Merson eben klassisch gsi und habe einfach gespielt. Wir haben gejammt in diesen berühmten Clubs in Zürich, im Bacillus Club zum Beispiel. Das ist eigentlich alles nicht akademisch gewesen. Das war alles streetmässig gewesen, oder? Und dann bin ich an die Schule gekommen und bin dann auch dort noch ein bisschen rumgelaufen und dann haben die gehört spielen, so in diesen Zimmern und so. Und das hat mich irgendwie eher verwirrt, als dass es mich inspiriert hat. Und dann bin ich so ein bisschen desillusioniert, aber vor allem über mich selber eigentlich heimgefahren wieder und habe mir überlegt, bringt es das? Und dann entschieden, ich studiere lieber klassische Musik. Da weiss ich noch weniger, es ist härter, es ist aber auch klarer auf der anderen Seite, was das glaube ich ist. Auch die Geschichte von dieser Erziehung, von der klassischen Musik, wie man die vermittelt, ist älter und so weiter. Und trotzdem, ich bin natürlich nicht sehr weit gewesen, oder? Ich habe erst mit 15 Jahren angefangen, klassische Musik zu machen. Die meisten fangen dann eben auch mit 6 oder 7 an, klassische Musik zu machen auf diesem Niveau. Und dann habe ich mich entschieden, das einfach zu probieren in Zürich und Winterthur. Damals alles noch getrennt gsi. Und ja, habe es dann geschafft. Und das hat dir auch Freude gemacht. Also ich denke so, wenn du einen Musikstil hast, wo du einfach sagst, okay, gut, das ist gut zum Üben, das bringt mich weiter, das ist ein solides Fundament, das ist das, was schon lange da war, aber mein Herz schlägt eigentlich für etwas anderes. Ist das nicht noch schwierig? Oder ist es gar nicht so, dass... Also, oder wie ist es mit deinen Präferenzen dann gewesen, mit dem, weil du hast auch irgendwann später mal in einem Interview gesagt, die Musik, die du heute machst, das ist durchaus auch Musik, die du selber hörst. Also du machst die auch für dich, oder? Für mich war eben Musik eigentlich nicht so in Stil getrennt gewesen. Also auch meine Eltern und Grosseltern haben die Musik eigentlich so quer durchgehört. Ich habe auch erst später gelernt, dass Musik auch mit Klasse etwas zu tun hat, mit Abgrenzung und dass Stil auch Gruppen bedeutet und so. Ich habe alles durcheinander gehört als Kind. Das hat mir auch Freude gemacht und ich habe in den verschiedensten Musiken eigentlich Zugang gefunden. Trotzdem habe ich es eben nicht richtig gespielt bis 15, die klassische Musik. Aber von dem her ist jetzt für mich das nicht so gewesen, die Musik berührt mich oder die nicht, sondern es ist mehr so die Frage gewesen, was kann ich überhaupt auf dem Klavier, was will ich, was ist das Klavier, was braucht man zum Musiker werden auch, im Sinne von, da hat es für mich ganz so einen Übergang gegeben. Ich habe schon Geld verdient, bevor ich studiert habe mit Musik, schon lange. Also ich habe zum Teil richtig gut verdient mit Partymusik machen oder auf Anlässen spielen und so weiter. Das hat schon sehr früh angefangen. Also kommerziell bin ich eigentlich schon beruflich tätig gewesen, bevor ich überhaupt studiert habe. Ja. Lang vorher sogar. Also ich habe auch sehr viel Live-Erfahrung gesammelt. Aber eben, die Frage war gleich gewesen, was ist solid, was bedeutet das, wo kann man das überhaupt studieren, seriös und so. Und da ist natürlich die klassische Musik schon, habe ich einen riesen Respekt davor gehabt und habe darum auch gedacht, wenn ich dann das Teil kann lernen, oder, dann nachher kann ich mich wirklich massiv verbessern. Natürlich war auch die Frage gewesen, wie zahlt man so eine Ausbildung und so weiter. Das war auch immer ein Thema gewesen, weil meine Eltern nicht eigentlich viel Geld hatten für das und so. Also ich konnte nicht einfach zu irgendwelchen Lehrern privat oder so. Das ist schon auch noch eine strategische Frage gewesen, natürlich. Und ja, und ich habe mich aber auch sehr viel für neue Musik interessiert. Also neue Musik, neue klassische Musik, klassische Moderne, also Bartók, Strawinsky, die Rhythmiker eben. Ligeti dann und dann auch ganz neue Musik, die mich damals einfach fasziniert hat, weil ich so im Aufbruch war und ich wollte wissen, was gibt es Neues, was ist interessante Musik. Das führt dann natürlich zu modernen Komponisten und Komponistinnen und so. Und das wollte ich schon lernen und ich habe auch schon bei der Aufnahmeprüfung habe ich dann schon so Stück gewählt, weil ich gewusst habe, meine einzige Chance, da reinzukommen, ist eigentlich, dass ich speziell bin. Wenn ich einfach auch noch Bach, Mozart, Beethoven, Brahms abliefern auf nicht so gutem Niveau wie die anderen, dann habe ich keine Chance da, habe ich gedacht, oder? Und darum habe ich eine Auswahl getroffen, wo schon vielleicht die Kommission dort ein bisschen gecheckt hat, aha,
das gibt es nicht so häufig, dass jemand sich für das interessiert. Das habe ich auch sehr sauber vorbereitet, mit einem extra Lehrer, Daniel Mouton, der für mich ganz wichtig ist, so ein Performer war und ein eigenartiger Mensch, der mich sehr unterstützt hat. Und bei dem bin ich dann extra noch in die Stunde gegangen, um das vorzubereiten. Und das hat einen Teil auch gefruchtet. Und ich habe dann eben beim Karl Schäuber und dem Gimmi dort ganz viel selber gelernt. Der hat mir einfach Zeug gegeben zum Lesen. Er hat genau gewusst, dass ich für das brenne und hat mir dann einfach Sachen gegeben. Ich habe das verschlungen, habe Gehörbildung, Harmonielehre, alles selber gelernt und habe darum eine sehr gute Aufnahmeprüfung gemacht. Aber eben im Spielen bin ich weniger weit gewesen als viele, aber habe dann irgendwie offenbar gleich auch einen Eindruck hinterlassen, dass ich irgendwie ein spezieller Vogel bin, wo man vielleicht mal einen hat, der dann auch ein bisschen mehr moderne Musik spielt, weil die meisten, die dort unterrichtet haben, inklusive der Leiter von der, heute würde man sagen Bachelor, aber auch von der ganzen Schule damals, vom Konservatorium, sind moderne Komponisten gewesen, oder? Mhm. Und die haben es natürlich auch spannend gefunden, dass jemand kommt, der sich explizit für das interessiert. Mhm. Jetzt hast du in der Musik quasi die klassische Ausbildung nachgeholt. Hast du auch in der Meditation irgendwelche Lehren nachher gehabt? Bist du irgendwie auf japanische Klöster, um deine Meditation zu vertiefen? Oder ist das eher so immer ein bisschen ein Nebengleis geblieben? Das war so gewesen, eben von meiner Mutter habe ich quasi praktisch gelernt, aber meine Stiefschwester Nora Somaini, die dann Schauspielerin wurde ist und auch Regisseurin, die hat sich ganz früh auch schon für die Szene interessiert. Die ist 3 Jahre, glaube ich, älter als ich. Ich habe das aber dort nicht so mitgeschnitten als Teenager und sie ist dann sogar in ein Szenenkloster nach Frankreich, Genondrière, oder wie heisst das genau, das berühmte? Ist das nicht? Sie war dort und hat, ich glaube, in der Sommerferien und hat dann ihrem Vater, meinem Stiefvater, geschrieben, sie käme nicht mehr zurück, sie bleibe jetzt im Kloster. Man muss sich vorstellen, da Kleine Panikmoment ist sie recht radikal unterwegs. Sie hat so einen Irokesenkampf gehabt und ist voll in das abgetaucht. Also eigentlich wie experimentelle Zen, oder? Aha. Und ich hatte natürlich irgendwann schon mehr mit ihr Kontakt gehabt und sie ist sogar ordiniert worden dann, oder? Und hat ganz regelmäßig meditiert und so. Und mit ihr habe ich dann auch noch viel über das geredet später und sie hat mir viele Einsichten so gezeigt, weil sie wirklich daraus gekommen ist im Sinne von jemandem, der dort seriös angefangen hat. Später, da kommen wir vielleicht noch drauf, bin ich dann mit einer Frau nach Japan ein halbes Jahr und dort sind wir auch zweimal in so eine Session gegangen in Kyoto, also im Myoshinji-Tempel, das ist der Rinzai-Haupttempel und das ist so ein Anfängersession in dem Sinn, aber das war sehr eindrücklich gewesen, weil das eigentlich eben so quasi so ist, wie man es dort unterrichtet und es war auch eindrücklich gewesen auf verschiedene Arten. Ich bin dort in Wolfgang Herbert gsi, der sich sehr gut auskennt hat und sehr gut Japanisch geredet hat und mir eigentlich alle Lectures auch übersetzt hat von diesen meistens eigentlich eher rangniederen Leuten, die dann auf die Anfänger losgelassen worden sind. Und ich habe dort auch so ein bisschen realisiert, Zen und Buddhismus, speziell in dieser japanischen Art, ist auch einfach eine Religion mit diesen Regeln und Gesetzen und so weiter und mit diesen Postulaten und so. Und andererseits ist es aber eben schon anders organisiert, wenn es um Meditation geht, um die ganze Ästhetik, um den Klang, um den Sound. Und ich bin dann im Oktober, ich greife jetzt so ein bisschen vor, bin dann im Oktober das erste Mal dort gewesen, und das war wunderschön gewesen, weil das sind ja dann die halboffenen Meditationshallen. Und das hat mir ungeheuer gefallen, die Mischung von, das war wie eine Live-Sound-Performance mit diesen Raben, die perkussiven Schläge, die Gongs, die Gesänge, das Wasser, das dort so durchgeht und einfach die Natur, die Mischung ist ja einmalig in Japan, oder, von Natur und Kultur, so eine Art, der Blend, den die machen. Und das erste Mal, die Männer haben dann alle im Meditationsraum geschlafen. Das war ein Horror für mich, weil ich nicht realisiert, dass ich dort irgendwie auch ein bisschen mich abgrenzen muss, dass ich irgendwie überhaupt schlafen kann. Die haben dann alle geschnarchelt und es war ein Mess und so. Ich habe auf jeden Fall nicht viel geschlafen, aber das war die schwierige Erfahrung noch mit dem Essen, weil ich bin dann der Anfänger war oder mit meiner Frau zusammen und dann kommt mir der Reis zuletzt über, oder?
man muss den dann noch heiß essen, bevor der Chef fertig ist und so. Und sind alles auch eine Art schwierige Erfahrungen gewesen, aber mich hat das nicht so gestresst. Ich habe gemerkt, okay, das muss ich bewältigen und lernen, dass ich dann da mitheben kann. Und meine Frau hat das eher ein bisschen komisch gefunden, hat es auch blöd gefunden, du gehst meditieren und dann kommst du so in Stress, oder? Und jedenfalls ist es wunderschön gewesen. Dann bin ich eben nochmal gegangen, und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, im Januar. Und dann ist einfach alles genau gleich gewesen, aber es war auch granatenkalt gewesen. Wir haben meditiert und man ist wirklich fast verfroren dort draussen, oder? Und viele haben auch illegal so ein bisschen Heizküsse in ihre Kleider reingetan, damit sie das überhaupt überleben. Und ich habe dann das nicht gewusst und habe dann einfach dort durch müssen. Aber andererseits habe ich dann dafür besser geschlafen, weil ich meinen Ohrenschutz mitgenommen und habe irgendwie einiges schon mich darauf einstellen, auch bei dem Essen und so. Und ja, darum ist es für mich eine mega wichtige Erfahrung gewesen, einfach so in der Realität von dem, wie machen die das jetzt und wie geben die das weiter und so. Und das ist für mich heute noch eine wichtige Erfahrung. Aber es ist schon relativ spät gewesen, das war 2003 gewesen. Und voran hatte ich eigentlich eher Kontakt gehabt über meine Familie, auch mit dem einen oder anderen Zen-Meister oder Zen-Meisterin. Bin aber nie so an Sessions. Aber ich habe sehr konsequent, regelmäßig selber meditiert. Mhm. Und in dieser Zeit habe ich gedacht, meditieren ist vor allem für mich. Also das ist etwas, wo ich muss etwas lernen über mich und die Welt und so. Und ich habe noch nicht so realisiert, dass Meditieren eigentlich etwas ist, was mit der Gemeinschaft macht und wo es um Gemeinschaft geht. Und ich habe dann auch am Theater geschafft, das eben zusammen mit meiner Stiefschwester, sie war Regisseurin und ich habe Musik gemacht. Das war in Deutschland, sie ist früher ab nach Deutschland, sie war immer ein bisschen wild drauf und ein bisschen früher noch hin. Und wir haben dann so Indie-Produktionen gemacht, zum Beispiel in Berlin. Und in einer Produktion haben wir Macbeth gemacht von Shakespeare und dort hat es einen Typ dabei gehabt, der Martin Kral, der war Zen- und Schwertmeister gewesen. Das erzähle ich, weil das war eben vor 2004 gewesen. Das ist etwa, ich schätze so 99 oder so ist das gewesen. Und der hat wahnsinnig viel Erfahrung im Meditieren, in diesen Künsten. Also der war so ein Schwertmeister gewesen, und der war immer so voll da oben gewesen, energetisch, dass ihm seine Therapeutin gesagt hat, er soll doch lieber Ikebana machen als Schwertkunst, um einfach oben runterzukommen und sich lernen zu konzentrieren. Das ist so eine Geschichte, die illustriert, wie der drauf war, oder? Aber ganz ein feiner Mensch, und von dem habe ich auch ganz viel gelernt. Einerseits über, wie tut ein Westler mit dem umgehen, wie sieht er das? Er war sehr weit gewesen, so wie der Schwertkunst, also im Jaido, wie auch im Meditieren, ist auch oft nach Japan gegangen und so. Und der Martin Kral war auch noch recht wichtig für mich. Ihm habe ich viele Fragen über das Meditieren gestellt und wie er das macht. Und er war eben einer der Ersten, der mir gesagt hat, da geht es nicht um dich, da geht es um die Gemeinschaft und um das, was wir miteinander machen. Und dass du ein Teil von der Gemeinschaft bist, von der, sagen wir mal, universellen Gemeinschaft. Und an dem musst du arbeiten und nicht primär an deinem eigenen Seelenheil. Mhm. Das schlägt eigentlich einen wunderschönen Bogen. Jetzt nochmal zurück so auf die Modulmusik, die du entwickelt hast. Also ich glaube, das ist ja in dieser Zeit entstanden, wo du auch noch am Studieren warst. Ronin hast du gegründet, ich habe es in der Einleitung gesagt und wieder vergessen. 2001. 2001. Ja. Also alles noch in einer relativ frühen Zeit. Das war in dem Fall noch bevor du in Japan warst, aber wo es schon die ganze Meditation und die japanische Ästhetik, Denkhaltung, Reduktion sehr wichtig war in deinem Leben. Ja, wir haben verschiedene Einflüsse verarbeitet, sozusagen. Also es gibt ja eine Gruppe, die vorher schon entstanden ist, die heisst Mobile. Du hast es jetzt Mobile genannt. Ja, genau, das weiss man manchmal nicht so genau, wie man es aussprechen soll. Mobile kommt eigentlich von dem, dass meine ersten Kompositionen haben Polymetric Mobiles geheissen. Die sind Anfang der 90er Jahren entstanden und meine Idee war von Alexander Calder. Ich hatte eben sehr viel Wissen über visuelle und bildende Kunst eben von meinen Eltern. Und die Mobiles haben mich fasziniert, speziell das, was am Kunsthausplatz in Zürich gehangen ist, wo ein riesen Mobile war, mit einem mega Gewicht. Und doch war es im Balance und ist geschwebt.
Und mich hat das fasziniert als ein Bild. Und dort sind eben dann die Ideen aufgekommen von, wie ist eine Gemeinschaft im Balance, wie ist eine Musik im Balance. Gleichzeitig haben wir als junge Musiker in unserer Community viele dann eben angefangen vom Konzi, einerseits Minimal Music hören. Es hat einen Kurs gegeben, Konzi, den ich beleidigt habe. Das war ein bisschen eine Ausnahme, muss man sagen, weil die meisten sind eben auf neue, klassische, abstrakte Musik abgefahren. Wenn überhaupt, auf neue Musik und wenig auf Minimal. Aber mich hat das sehr fasziniert. Das war eben einerseits der Minimal-Einfluss, John Cage, aber auch Steve Reich, die auch von rituellen Weltmusiken und auch spiritueller Musik beeinflusst sind. Und andererseits hat es auch so Groove-Musiken gegeben, wie zum Beispiel von Steve Coleman, wo auch eigentlich spirituell, auch zum Teil asiatisch spirituell, obwohl es amerikanisch oder afroamerikanisch waren, beeinflusst waren. Und so hat sich das so zusammengematcht irgendwie. Und ich habe dann für mein Diplom habe ich ein Stück geschrieben, das von all dem beeinflusst war, aber auch von Bartók, also von sehr rhythmischer rumänischer Musik. Ich bin eben als Kind mit meinen Eltern in Rumänien gewesen. Das ist wieder eine andere verrückte Geschichte. Wir haben dort ganz viele Platten mitgenommen, also noch zu Zeiten von Ceausescu, 1979. Und ich habe dann ein Stück geschrieben, das all das vereint, weil das Rituelle im Bartók seiner Musik, das hat mir auch sehr gefallen. Und so habe ich dann in der Band eigentlich Mitte der 90er Jahre hat sich das immer mehr dorthin entwickelt, eigentlich von so Minimal Funk und Minimal Music und eben auch neuer, rhythmischer, klassischer Musik, wo es auch viel spirituelle Musik gibt, hat sich das in meinen Stil hinein angefangen zu entwickeln. Und das Stück, das ich geschrieben habe, dann für mein Diplom, mein praktisches Diplom, also da spielt man dann, macht das Konzert, da gibt es einen Kammermusikteil und für den habe ich ein Stück geschrieben, das hat Minimal Ritual geheissen oder Minimal Ritual, je nachdem, wie man es phrasiert. Und dort ist das eigentlich alles schon drin gewesen, das Modulare. Und das Modulare findet man auch bei Bach, bei Stravinsky, bei Morten Feldman oder eben viel in Groove-Musik. Und ich hatte einen Lehrer, den Felix Baumann, der das speziell betont hat. Der hat immer wieder gesagt, die arbeiten mit Muster, mit Patterns. Die kombinieren die verschieden und das sind nicht zuletzt oft Musiken, die auch mit Tanz im Zusammenhang kreiert worden sind. Das beste Beispiel ist Rite of Spring vom Stravinsky, wo eigentlich eine Ballettmusik war und eine der berühmtesten Musiken von der klassischen modernen Wort ist, wo dann auch konzertant aufgeführt wurde, aber wo eigentlich ursprünglich eine Tanzmusik ist, also eine Ballettmusik. Und die Musik hat mich sehr inspiriert und das hat dann zu dem Mix geführt und aus dem sehr radikalen, eben dem Polymetric Mobile, dieser Idee sind dann die Module daraus entstanden, ist dann eine Band daraus entstanden und letztlich dann auch Ronin als die radikalisierte, auch ein bisschen japanisierte Version von dem Ganzen. Und die Module, kannst du vielleicht noch ein bisschen etwas mehr sagen zu diesen Modulen? Sie haben ja, es sind wie Bausätze, die man dann auch verschieden kann, glaube kombinieren. Und sie haben da fast auch etwas ein bisschen Co-Anlikes, wenn man so. Es ist eigentlich eine einfache Idee dahinter. Also ich habe eben viel Jazz gemacht und dort ist eigentlich das klassische Kommunikationstool sind sogenannte Standards oder Lead Sheets. Das ist in der Regel ein Blatt. Dort hat es ein Stück drauf, ein berühmtes Stück, zum Beispiel Summertime, kennt jeder Mensch, oder? Und da hat es eine Melodie, Chords, eine Geschichte von dem Stück und dann spielt man das und improvisiert miteinander. Da steht keine Basslinie, kein Groove drauf, sondern einfach die Melodie und die Harmonie und vielleicht oben noch eine Bezeichnung Swing, oder? Und dann, weil der Rest kennt man, ist auch ein bisschen Oral Culture, also man gibt sich das weiter und das sind aber Stücke, die jammt man, das sind Standards, jeder kennt die, oder? Und dann kann man über die kommunizieren. Das heisst, es sind eigentlich so Meeting Points, wo man damit improvisieren kann. In der klassischen Musik umgekehrt, wo ich dann eben auch studiert habe, ist die Partitur das Wichtigste. Das ist eine Komposition, die verändert man nicht, die interpretiert man, die ist fix. Ist das schon immer so fix gewesen, oder ist das einfach etwas in der Neuzeit und früher ist man da viel freier damit umgegangen? Also die grossen komponierenden Menschen sind in der Regel auch gute Improvisatoren und Improvisatorinnen gewesen. Darum hat man dann das, glaube ich, durch die Musikwissenschaft, die im 19. Jahrhundert entstanden ist, hat man das ein bisschen angefangen zu freezen, wie ich dem sage. Man hat dann gesagt, die Komposition,
die gilt jetzt als Sternstunde von der Musikgeschichte, da verändern wir keine Noten mehr, aber der Beethoven hat in jedem von seinen Konzerten auch Improvisationen zum Besten geboten. Das heisst nicht, dass er natürlich ein klares Bewusstsein für seine Komposition hatte, aber er hat Möglichkeiten gehabt, wo es hingehen könnte. Also früher ist Improvisation, Komposition, Interpretation viel mehr aus einer Quelle gekommen, wie ich das mal in einem Artikel beschrieben habe. Aber eben, ja, also das ist so ein Thema gewesen, natürlich, wo für mich wichtig ist, zu reflektieren, was brauche ich, damit ich musikalisch glücklich bin. Und in der klassischen Musik, auch im Studium ist es ganz klar so, dass man dir sagt, verändere nichts, sondern interpretiere das auf höchstem Niveau. Ich habe zum Beispiel bei bestimmten Stücken manchmal Repetitionen einbauen, weil ich gefunden habe, das ist ein interessanter Teil. Oder da könnte es auch noch anders angehen, aber das ist nicht unpassend gewesen, wenn man es mal neutral sagen will. Und ich habe eigentlich nach einem dritten Weg gesucht. Mir hat schon die Idee geleuchtet, dass ein Stück muss eine klare Idee haben, eine Kohärenz. Es ist eigentlich eine Auseinandersetzung mit einem musikalischen Wesen, vielleicht auch einem musikalischen Problem, etwas Interessantem, eben wie ein Koan. Also jedes Stück muss eine Klarheit haben und sich mit irgendetwas beschäftigen. Nicht nur intellektuell, natürlich auch sinnlich, aber die Klarheit, die Kohärenz, die kommuniziert dann auch klar und dann versteht man das, kann es geniessen, kann abtauchen und so weiter. Also die Klärung ist wichtig, aber ich habe nach etwas Drittem gesucht, nicht das Liedsheet, das sehr offen war, aber auch nicht die Komposition, die sehr fix war. Und ein Modul ist eigentlich dann das Stück, also ein Modulstück ist genau so eine Idee. Das hat ganz eine klare Struktur, die sehr oft oder eigentlich meistens die Basslinie, der Drumbeat, also was der Drummer oder die Drummerin macht, klar ausgeschrieben ist, ein Gegenpattern hat, eine bestimmte Entwicklung und das Stück kann man, wenn man will, auch nur interpretieren. Aber wenn man kompetent ist, Improvisationskompetenz hat oder Arrangementkompetenz, dann kann man es auch weiterentwickeln, kann man es verlängern, kann gewisse Teile verlängern und so. Und die Idee war, dass ein Modul kann ähnlich wie ein Liedsheet eine Inspiration für eine Gruppe von kompetenten Leuten sein oder ein Stück zu entwickeln. Und andererseits aber auch, dass man respektiert, dass eine Komposition eine Idee hat, eine klare Struktur hat, an etwas schafft, dass man also auch nicht einfach drüber improvisiert, sondern mit dem schafft, was in diesem Modul drin ist. Gleichzeitig heisst das Modul, weil das Verfahren ist modular. Es ist sehr oft eine Kombination von Muster, die dann wie eine Verzahnung geben. Da kann man sich auch als Teppichmuster vorstellen. Oder wo verschiedene Rhythmen sich überlagern. Dann gibt es so wie Zyklen. Oder? Der eine Zyklus ist in 5, der andere ist in 3. Dann geht es 3x5 oder 5x3, bis sich die wieder treffen und so. Also Minimal-Ideen sind dort drin gewesen. Und ich wollte an dem arbeiten. Das war eine der Strömungen gewesen, so von der moderneren Musik, da bin ich nicht der Einzige. Aber ich wollte es auf meine Art shapen und auch auf meine Art arbeiten. Und darum habe ich dann angefangen, das klar so zu benennen. Man muss vielleicht sagen, am Anfang habe ich gar keinen Namen mehr geben, weil ich bin so radikal darauf gewesen, dass ich gefunden habe, das ist einfach Musik, wir müssen das nicht benennen. Ich habe dann immer mehr auch Philosophie studiert, was bedeutet das, wenn man etwas benennt und bezeichnet. Auch interessant in der Meditation zu schauen. Genau, oder? Dann sagt man, ist ein Berg oder nicht, muss man das sagen oder nicht, was ist es eigentlich, die Geschichte kennen wir. Und ich wollte sagen, das ist einfach Musik und sie ist jedes Mal anders. Darum hat auf der allerersten Platte, die wir dann rausgegeben haben, 2001, nach diesen langen Musikritual, da kommen wir vielleicht noch drauf, wo wir gemacht haben, sind eigentlich meditative Musikrituale gewesen, die mehrere Stunden oder Tage gespielt haben. Da haben wir eine erste Platte gemacht, mit Mobile, eben dieser Band. Und auf der ersten Platte, die ich selber rausgegeben habe, hat es keine Bezeichnung gehabt, sondern nur Längen. Da hat man also gesehen, da hat es irgendwie 5 Stück drauf, oder 7 sind es gewesen. Und das erste ist einfach 12 Minuten 13, kein Namen und nichts. Und das ist zwar eine radikale Idee gewesen, aber das hat dazu geführt, dass es dann so Nicknames gegeben hat für die Titel, also das blaue Stück oder das Elefantenstück. Und gleichzeitig ist es auch urheberrechtstechnisch ein Problem gewesen, wie meldet man das an? Mhm. Und ich habe langsam angefangen zu lernen dort, dass Musik ein Beruf auf vielen Ebenen ist und dass es auch wichtig ist, professionell zu agieren. Und dann habe ich nach einem Titel gesucht, der das Verfahren zeigt und wo aber in der Musikgeschichte schon
vielleicht, wo es auch vielleicht gibt, wie eben zum Beispiel Sonate Nummer 1 oder Etüde Nummer 5 oder so, zum Beispiel beim Chopin oder beim Debussy schaut. Also Stücke, die eigentlich mehr das Verfahren zeigen und eine Art einen Werkcharakter haben, aber nicht heissen Sonnenaufgang über dem Zürichsee zum Beispiel. Weil ich auch will, dass eben die Musik neutral bleibt, dass der Hörer, die Spielerin ihre eigene Sinnlichkeit, ihre eigene Poetik kann verwenden im Hören oder im Interpretieren. Das ist mir wichtig, dass das kein Überfall ist, so ein Titel, sondern ein Angebot. Mhm. Wenn ich jetzt da so zuhöre, das tönt auf eine Art auch recht intellektuell. Du hast vorher von spiritueller Musik gelesen. Ein Künstler, wo ich sehr gerne höre und sehr hoch schätze, der auch Spiritual Jazz macht, oder gemacht hat, ist der Pharoah Sanders gewesen. Das geht dann in eine völlig andere Richtung, oder? Da kommt die Ekstase wirklich aus dem überblasst und es ist so gar nicht minimal, sondern irgendwie ein Gegenteil. Ja, also Wie, die also, Energie ist natürlich schon etwas Wichtiges, die gibt es bei uns auch. Ich will noch etwas zu dem sagen. Ein guter Freund von mir hat mal gesagt, nur weil ich über meine Gefühle reden kann, heisst es nicht, dass ich kein Gefühl habe. Und zwar hat er das gesagt in einem Kontext, wo es um so Männergrüppli gegangen ist, wo man eben gesagt hat, Männer können nicht so gut über ihre Gefühle reden und so. Und mir geht es ein bisschen gleich. Also nur weil ich gut darüber reden oder sogar gerne darüber reden und mir auch Gedanken mache, heisst es nicht, dass die unmittelbare und sinnliche Energie, die der Musik wichtig ist, nicht drin ist. Und beim Pharoah Sanders oder, ist das genau so etwas, was ich auch dort spüre. Ich glaube, dort ist wichtig, dass wahrscheinlich in seinem Empfinden, müsste man nicht selber fragen, aber da ist keine Note verschwendet, oder? Also die Energie, die muss unmittelbar und direkt sein und die muss aus der spirituellen, aus dem Empfinden heraus entstehen. Und ich glaube, da gibt es einfach unterschiedliche Strategien und was mir eben gefällt, und das hat wieder einen Bezug zu Japan, also gefällt heisst, wo ich eine Affinität dazu habe, was mich anzieht, das ist das Japanische, dass es roh und veredelt gleichzeitig ist. Dass die Energie voll drin ist, aber gleichzeitig ist sie total präzise und dahinter steckt ein ganz langes Training. Es ist also nicht nur Ehrlichkeit im sich ausdrücken oder einfach sein ganzes Wesen reinlegen, sondern es hat auch mit einer Trainingshaltung, einer Übhaltung und einer Bescheidenheit zu tun, wo man sagt, die Auswahl und die Präzision, oder, die bedingen eigentlich eine spirituelle Disziplin. Insofern finde ich das ein sehr gutes Beispiel, das du genannt hast, und es gibt tatsächlich ein anderes Resultat, aber die Energie, die dahinter ist, und manchmal auch die Energie dieser Musik, zum Beispiel wenn wir Modul 5 spielen oder auch wenn man Ronin kennt als eine Band, die auch sehr angriffig ist in dem Sinn, man kann auch sagen, sehr konsequent, sehr direkt, so spielt, als wäre es das letzte Konzert, oder? Das kann man, glaube ich, gut zusammenbringen. genau, meine Frage habe ich eigentlich noch probiert, dort anzudrehen, um quasi rauszukitzeln, was geht in dir vor, wenn du spielst? Also wie ist dein Erleben? Ist das ein ruhiges, meditatives? Also wenn man sieht, du sitzt mit sehr viel Haltung am Flügel oder am Klavier. Ja, es hat schon so sein, wie soll ich sagen, auch eine Ästhetik. Man sieht die Präsenz, man spürt die Präsenz. Was geht in dir vor, wenn du spielst? Je mehr so Spielerfahrung ich habe, also eigentlich im Performen, das ist etwas anderes, als wenn man daheim einfach Klavier spielt für sich. Je mehr Erfahrung ich dort habe, desto wichtiger wird es eigentlich, dass man eben den Monkey Mind, wo man beim Meditieren die ganze Zeit davon auch redet, dass man mit dem umgehen kann, dass es eben nicht um mich geht oder darum, was geht in mir vor, sondern dass ich eigentlich im Spielen und im auch Spielen, vor allem zusammen mit anderen und auch mit den Menschen, die im Raum sind, kann etwas kreieren, was eigentlich in der Natur von der Musik liegt. Dafür braucht es sehr viel Training. Du hast die Haltung, also die körperliche Haltung angesprochen. Du hast die geistige Haltung angesprochen. Im Körper hat es auch sehr viel damit zu tun, dass ich ich habe von Geburt einen Fehler in der Wirbelsäule ganz tief unten und habe mich da wegen dem mal schwer verletzt. Ich konnte einen Monat nicht mehr laufen, nur noch so wie ein alter Mann. Einmal, zweimal um den Block pro Tag und sonst einfach liegen. Und
das war eine extrem schmerzhafte Erfahrung in vielerlei Hinsicht. Und das hat mich auch gelehrt, ständig trainieren, dran sein. Ich habe nicht gewusst, ob ich je wieder Musik machen kann, überhaupt am Klavier sitzen und so. Oder? Und ich habe mich auch im Aikido verletzt, also in dem, was ich sehr gerne und sehr konsequent gemacht habe. Und ich bin dann wieder zurückgekommen. Ich habe zuerst Privatstunden genommen. Nach einem Jahr bin ich wieder in Gruppen und so. Und das war ein wichtiger Prozess, um zu verstehen, dass Energieentfachung und Präsenz sehr viel mit natürlicher Kontrolle zu tun hat. Also wenn ich dort sitze, dann geht es um den Ton, der rauskommt, um die Phrasen, um das Zusammenspiel, um die Resonanz. Und ich trainiere eigentlich für das. Sowohl physisch wie mental, dass ich mir dort nicht selber im Weg stehe. Das kann auch in eine gute Richtung gehen. Also wenn man manchmal gibt es Leute, die spielen, die haben so Freude, dass sie auch wegbringt eigentlich von der Präzision im Körper, oder? Und das ist auch wieder vielleicht etwas sehr Japanisches, das ist auch etwas paradox. Also du darfst nicht Balance verlieren, wenn du am Spielen bist, aber du musst deine Balance geben können. Es ist ein Unterschied, ob man Balance verliert oder ob man seine Balance gibt. Das ist im Aikido etwas ganz Wichtiges. Man nennt das, man ist der Uke, also der Empfänger, wenn jemand eine Technik macht. Das heisst, man muss können mitgehen, dass man sich nicht verletzt. Das ist, zwar ist der Technik macht, auch verantwortlich für beide. Das ist ja die Idee vom Aikido, dass man eben nicht kaputt haut, sondern, wie man so schön sagt, hilft sanft zu Boden begleiten. Aber gleichzeitig ist der Uke, also der auf den Boden geht, auch verantwortlich dafür, rund, fein zu fallen, sicher zu fallen und so weiter, oder? Und das machst du gescheiter, indem du deine Balance gibst, anstatt dass du einfach die Balance verlierst oder das blockst oder dass sich beide verletzen. Und das Balance geben ist im Spielen live etwas ganz Wichtiges. Aber eben nicht Balance verlieren aus emotionalen Gründen, aus Inkompetenz in der Bewegung, aus Schmerzgründen, aus Ablenkungsgründen und so weiter. Und da sind wir natürlich mitten in dieser Geschichte von, wo lernt man das am besten, oder? Und ohne Meditation, und in meinem Fall am liebsten eben Zen-Meditation, und ohne Kampfkunst, in meinem Fall am liebsten mit Aikido, bin ich nicht in der Lage, das über längere Zeit auf der Bühne aufrechtzuerhalten und mich dort auch wohl zu fühlen und können natürlich zu agieren. Das ist ein diszipliniertes Training, ohne geht das nicht. Aber das macht auch mega Freude und durch das bleibt man auch wach und lernt sich auch besser einschätzen. Wie bist du denn zum Aikido gekommen? Ist das über deine Frau, die Aikido-Meisterin ist, oder sind ihr zusammen zu dem gekommen? Also uns in dieser Community, verschiedene Leute haben auch Kampfkunst beschäftigt. Mich persönlich sehr, weil eben, ich habe eigentlich Angst vor Gewalt. Ich bin gegen Gewalt. Ich habe es erwähnt. Hast du mal ein Erlebnis gehabt, glaube ich, dann, oder? Das ist dann auch noch dazu gekommen. Ich bin mal überfallen worden in Bern im Bahnhof. Aber voran ist eigentlich vor allem auch physisch habe ich Angst vor Gewalt und so. Und ich bin ja eben habe sehr stark sympathisiert mit der Schweiz ohne Armee. Also in der Zeit konnte ich gar nicht abstimmen. Aber ich bin gegen Militär und all das. Auch gegen so Soldaten eigentlich, oder? Und ich habe aber gemerkt, eben, ich habe den Ran-Film erwähnt, dass mich das zum Teil auch fasziniert, dass ich selber auch manchmal gewalttätig werde, dass ich mit Gewalt zu tun habe, sei es verbale Gewalt oder was auch immer, Schmerz, Angriff, Aggression und so, oder? Und in der Schweiz wächst man ja sehr behütet auf in dem Sinn. Gewalt findet fast nicht statt. Aber bei uns eben in dem Seefeld auf dem Schulhof hat es damals noch so wie in den Film so Schlägereien gegeben, wo dann die ganze Schule rundherum gestanden ist und zwei sich verprügelt haben. Das sieht man heute hoffentlich nicht mehr, aber das ist ja in dem Quartier noch so ein bisschen normaler gewesen. Mir ist oft angepasst worden. Ich habe auch stark unter dem gelitten, weil ich habe nicht zurückgeschlagen. Ich bin immer mehr interessiert an Diplomatie. Und es ist aber das Problem geworden, weil die anderen Buben haben das gemerkt zum Teil und die dann noch andere haben wollen Peace hacken, haben mich dann noch ausgewählt. Und dann haben wir mal entschieden, meine Mutter hat sich dann dem angenommen und unter anderem haben wir mit diesen Eltern geredet von diesen Buben, aber andererseits sind wir dann mal ins Judo gegangen.
Und mir hat das nicht so gefallen, mir ist das zu krass gewesen, da die in diesen Gewändchen, die da rumtrollen und so. Aber gleichzeitig hat mir das doch ein bisschen etwas gegeben und ich bin schon ein bisschen anders aufgetreten. Das war so eine Kindheitserfahrung gewesen. Und im Fußballclub hat man sich dann auch anders müssen durchsetzen. Meine jüngste Tochter spielt jetzt Fußball und das merkt man schon, einfach physisch, das ist etwas Wichtiges. Oder da lernt man auch anders physisch umgehen mit einem Gegenüber. Und ja, es ist dann eben, das ist ein Thema gewesen. Wie geht man mit Gewalt um? Speziell, wenn man ein friedliebender Mensch ist, ein diplomatischer Mensch oder sagen wir mal diplomatisch Ideal hat. Und ich habe einfach gedacht, ich muss das irgendwie erforschen und habe mich eben immer mehr mit Japan beschäftigt. Und habe dann gedacht, als ich so über die verschiedenen Kampfkünste gelesen habe, Aikido tönt super, oder? Das ist genau das. Ich habe da vor allem so darüber gelesen und so. Und dann habe ich einfach damals, hat es das noch gegeben, mein Telefonbuch aufgeschlagen und habe unter Aikido geschaut, welches Dojo am nächsten ist. Und bin dann in das Dojo und habe dort also zuerst angerufen und Hans-Peter Dietz heute ist das Kokoro Dojo, dort ist das sein Dojo allein gewesen. Der hat dann, oberhalb vom Zentral ist das gewesen. Das war das nächste Dojo gewesen, zu dem, wo ich gewohnt habe. Der hat dann dort abgenommen und hat gesagt, ja, du kannst mal kommen, irgendwann in den nächsten paar Wochen eine Probestunde machen. Da habe ich ihm gesagt, nein, ich will heute kommen, ich will jetzt anfangen. Und dann bin ich dort hin und das war ein absoluter Glücksfall gewesen, weil der Hans-Peter Dietz, den es jetzt immer noch gibt, wo zusammen mit meiner jetzigen Frau das Dojo leitet, das Kokoro Dojo, der war dort in seiner Jugend-Aikido-Phase, also als Ende 20, glaube ich, so, und hat als junger Sensei wahnsinnig viel in das investiert. Er war in Japan, im Iwama-Dojo, dort beim Saito-Sensei, und hat einen ungeheuren Drive gehabt und ein Wissen über das alles. Und der hat sich mir dann angenommen. Und dann bin ich eben, glaube 1999 oder so, das erste Mal in das Dojo. Und dort hat auch meine Frau trainiert. Und ist aber schon viel höher gewesen. Und hat mich in dem Sinne nicht wahrgenommen, weil ich bin ein Beginner war, oder? In der Musik schon ein bisschen ein Name, aber dort hat mich niemand gekannt. Das hat mir sehr gut getan. Dann musste ich von vorne anfangen. Und dann irgendwie 2-3 Jahre später habe ich sie dann mal angesprochen und so habe ich sie dann irgendwie kennengelernt. Ah, schön. Du hast vorher die sehr langen 36-Stunden-Konzerte angesprochen, die ihr mit Mobile vor allem gemacht habt oder macht. 36 Stunden. Da sitzt auch du nicht einfach 36 Stunden bolzengerade am Piano, oder schon? Bei diesen Projekten, die ich und wir als Gruppe entwickelt haben, muss man sagen, ist es eigentlich nie darum gegangen, dass wir so einen avantgardistischen Angriff machen und etwas aus Radikalität, so eine Art Kunst avantgarde-mässig durchziehen oder alle mit dem provozieren, was ja oft auch so ein bisschen die westliche Idee ist von «Brich mit deinen Vorvätern und Müttern und mach etwas Radikales», sondern es ist eben nur ein Austesten gegangen von «Was ist Musik?», «Was ist Gesellschaft?», «Was ist Community?», «Was ist sorgfältiger Umgang mit der Kunst?», also nicht nur Musik, sondern auch das Setting, wo man drin Musik macht. Und ich habe eben in den 90er Jahren auch in sehr vielen verschiedenen Bands gespielt, vor allem am Anfang, eigentlich noch Ende 80er Jahre, Anfang 90er Jahre. Ich bin gut gewesen, so im Stil faken, also so tun, als könnte ich etwas. Und bin dann auch wegen dem Boris Merson, wo wir schon darüber geredet haben, ein besserer Notenleser geworden. Und gerade in Jazzkreisen hat das gut funktioniert. Und ich habe dann sehr viel in so Ad-Hoc-Bands gespielt, verschiedene Stile. Bin auch eingesprungen, habe mit dem auch gut Geld verdient und so. Aber irgendwie in dieser Suche, wo wir schon davon geredet haben, ist mir das alles dann zu viel geworden und zu wenig Vertiefung hat stattgefunden. Und ich habe gemerkt, ich habe mich gefragt, was kann ich eigentlich, was ist mir wichtig, welche Musik wollte ich eigentlich machen, wie soll ich für die einstehen und so. Und das war ein längerer Prozess, Schrittli für Schrittli. Aber es hat dann letztlich dazu geführt, dass aus dem Stück, das ich eben für meinen Abschluss geschrieben habe, oder im Konservatorium, also das Kammermusikstück, das Minimal Ritual geheissen hat, das war eigentlich der Anfang von dieser Mobile-Gruppe. Und ich wollte dann nicht mehr in so Clubs spielen und so
Konzert machen, wo dann wieder aus dem Club raus musst und es geht immer um Effizienz und wer verdient wie viel und so, sondern ich wollte wieder Musik als etwas Urtümliches, Gemeinschaftliches erfahrbar machen. Und darum haben wir dann als erstes eben das 36-Stunden-Ritual im Jahr 2000 kreiert, wo ich, muss man glaube schon sagen, vor allem selber sehr der Driver war in Bezug auf Fundraising und das alles, den Ort finden und so. Das ist dann im Löwenbräu-Areal, im Blauen Saal hat der damals geheißen, hat das stattgefunden. Und die Idee war, wir spielen in einem Kreis, das ist 360 Grad, da geht ein Zeiger rundherum, der Kreis ist nach Norden ausgerichtet und es geht 36 Stunden, vom Freitag am Abend um 6 Uhr bis am Sonntag am Morgen um 6 Uhr. Und das Musikritual in dem Raum, wo wir auch noch gestaltet haben, mit Licht und einem Setting, das soll zeigen, Musik ist live, findet da statt. Es geht um eine Gemeinschaft, es geht um jetzt, so die Zen-Idee von, das findet jetzt an dem Ort statt, nie nicht anders. Wenn du kommen willst, kommst du dort rein. Es gibt wie so ein Ritual, wie du in diesen Saal reinkommst. Es hat dort noch Tee gegeben und so verschiedene Sachen. Und das vermittelt eine Atmosphäre, wo man wirklich auch ehrlich in dem Jetzt ankommt. Und das Wichtigste ist natürlich, dass die spielen, das auch umsetzen können. Und auch da war die Idee, nicht einfach ein Guinness-Buch-Rekord aufzustellen, sondern ein Setting zu kreieren, wo immer Musik läuft, wo live ist und wo man sich die auch übergibt. Das heisst, wir sind dort, glaube ich, 4 Leute im ersten Setting, also auf der Bühne. Im Team sind es noch viel mehr Leute gewesen. Aber die 4, da spielt immer mindestens eine und es gibt so Hauptzeiten, wo alle 4 in einem dramaturgisch geregelten Konzert spielen, zu bestimmten Zeiten. Das heisst, wenn man nicht mehr mögen, hat man auch raus und man können sich erholen oder etwas essen. Und wir haben dann gedacht, eben, da geht man dann öfters raus, aber die Musik und die Atmosphäre hat so eine Dichte, so eine Dynamik, so eine Inspiration entwickelt, dass man eigentlich fast nie hat müssen sich erholen. Entweder ist man außerhalb von dem Kreis und hat dann einem Kollegen zugelassen, oder man hat mit einem zusammen ein Duo oder ein Trio gespielt, oder ist eben in diesen Hauptkonzert engagiert gewesen. Oder man hat vielleicht 2-3 Mal ist man 20 Minuten angelegen in so einem Räumchen, wo man gehört hat, was die anderen machen. Und das hat so eine ungeheure Energie entfacht und so spezielle Situationen kreiert, auch mit den Leuten, die zuhören, dass einfach ich dort recht eigentlich die Kraft von der Musik, die ich eben vorher schon so gespürt habe und mehrmals erwähnt habe, auch als so Community-Faktor ganz krass erlebt hat. Das war eigentlich so das Konzert, wo uns dann gezeigt hat, das stimmt, der Weg stimmt, oder? Dort durchgehen ist richtig, das funktioniert. Und aus dem heraus ist dann auch Ronin entstanden, aus dem heraus ist eine Trilogie mit 3 36-Stunden-Konzerten entstanden. Und das ist ganz wichtig für unseren Weg. Man darf vielleicht auch noch sagen, das 3. Mal ist das hip geworden. Es war wieder im Löwenbräu-Areal und wir haben natürlich dann die Qualität, auch die Promo und alles aufgefahren mit der Erfahrung über die 3 Jahre. Und dann ist das so hip gewesen. Wir haben auch akustisch gespielt. Es ist auch darum gegangen, nicht verstärkt zu spielen. Ist so hip geworden, dass es so viele Leute in diesem Saal hatten, dass wir uns zum Teil fast nicht mehr gehört haben. Also ihr euch selber ja, auf der Bühne? in diesem Kreis hinein. Und gleichzeitig hat man zu dieser Zeit noch rauchen und kiffen in diesem Raum. Und es hat einfach zu viele Leute gehabt. Und wir sind in diesem Kreis hineingehockt und haben die Dynamik überhaupt nicht mehr im Griff gehabt. Das war dann beim 3. Mal bei diesen krassen Hauptkonzert gewesen. Es hat auch sehr schöne Momente dort gegeben. Aber dort haben wir aber auch gemerkt, das Setting kommt jetzt ans Limit, oder? Wenn wir das nochmal machen, brauchen wir einen Partner, wie zum Beispiel das Zürcher Theaterspektakel, wo wir dann ein spezielles Projekt gemacht haben auf der Seebühne, auch in diesem Stil oder so. Also wir müssen das professionalisieren, weil es ist einfach der Guerilla-Charme, oder? Der hat so viele Leute angezogen und das ist dann einfach hip geworden. Da sind auch Leute gewesen, die haben überhaupt nicht mehr gecheckt, was da läuft. Die sind einfach in den Sandkreis reingelatscht. Dann haben wir eine Security anstellen, die die halten und so. Also das hat zu absurden Situationen geführt. Das war auch noch spannend gewesen. Aber dort war das Ganze bereits lanciert gewesen. Etwas, wo ja
Ronin und ich weiss nicht, Mobile wahrscheinlich auch auszeichnet, wo du auch vielfach betonst, ist so aufeinander schauen. Du hast auch vorhin gesagt, Meditation ist nicht etwas für dich selber, sondern du musst lernen, dass es etwas für die Gemeinschaft ist. Und bei der Musik ist es eigentlich genau gleich. Das hat dort bei euch wie so eine Entsprechung. Das ist extrem. Und eben bei diesen Musikritualen hat man das auch gemerkt, zusammen oder leisten wir die unglaublichsten Sachen. Und Musik und auch einander zuhören, nicht nur miteinander spielen, sondern das miteinander machen, entfacht so eine krasse Energetik und gibt einem so viel Energie, dass man Sachen kann spielen und in eine Lockerheit hineinkommt, in eine Trance auch, oder in einen Meditationszustand, wo man nicht für möglich halten, wenn man eben nur so normale Dramaturgie spielt, oder? Also entweder so ein Jazz oder so ein Klassikabend oder so, das ist echt zu wenig Zeit. Aber wenn du 36 Stunden hast und du hast schon 18 Stunden gespielt, du weißt nicht mehr, wo du bist einfach nur noch da an deinem Klavier, du bist nur noch in dem Klang drin. Du magst zum Teil auch nicht mehr und der Monkey Mind schaltet einfach ab. Weil der mag nicht mehr. Der Körper übernimmt. Ja, der Körper übernimmt. Und das kennen wir natürlich von diesen Meditationspraxis-Sachen oder von diesen verschiedenen Sessions, von dem ans Limit gehen, aber intelligent, um eben etwas erfahren darüber, was eigentlich die Kraft ist, die da dahinter steckt. Oder? Da geht es eben nicht um Wellness, da geht es eben nicht ums persönliche Seelenheil, da geht es darum, was steckt in uns, auch als Gemeinschaft, aber auch von mir als Teil von dieser Gemeinschaft. Um es ganz einfach zu sagen, sagt man ja in Japan auch, du gehst ins Dojo, damit alle trainieren können. Du gehst nicht ins Dojo, damit du besser wirst und du kannst trainieren. Sondern wenn niemand dorthin geht, kann man auch nicht trainieren. Und wenn jeder den Spirit hat, oder, dann entsteht etwas. Jeder bringt etwas mit, dann können eben alle trainieren. Und durch die Form von Musik, Auseinandersetzung mit der Musik, habe ich das ganz stark auch von dieser Seite gelernt, erlebt und auch bewiesen, muss man sagen. Mhm. Du hast in deinem Buch so verschiedene Klänge oder Sachen, Prinzipien reduziert auf 3 verschiedene Sachen. Und beim Performer Spirit ist es Expand Your Now, Communicate und dann der letzte Don't Fear to Fail or Die. Mhm. Und der letzte würde mich noch wundern, also so Umgang mit Fehlern. Oder du hast deine Module, wo ja, die haben eine Form, die sind auf eine bestimmte Art. Und ich nehme an, wie in jedem Beruf gibt es auch bei euch mal einen Fehler. Wie gehen ihr mit dem um als Band, wenn auch alle so gleich sind? Man kann das eigentlich einfach zusammenfassen. Uns geht es nicht um Perfektion, sondern um Präzision. Und nicht um Wahrheit, sondern um Klarheit. Und für das sind Fehler auch wichtig. Ausprobieren. Es passiert in jedem Konzert ein Fehler. Das ist nicht das Interessante. Das Interessante ist, wie wir damit umgehen, was wir damit davon lernen. Und ein Teil vom Risiko im Live-Spielen ist, dass Fehler passieren. Wir kennen das ein bisschen von der klassischen Musik, die nach der Perfektion strebt. Eben möglichst, du hörst jeden Fehler oder möglichst keinen Fehler machen, dann ist die Performance gut gewesen. Aber es wird auch ein guter Klassiker, eine gute Klassikerin sagen, eine erfahrene Performerin wird sagen, das ist nicht das Entscheidende. Das Wichtige ist, dass ich den Flow finde, dass ich in der Präzision, die Präzision natürlich kann kreieren, dass sie aus der Musik aus entsteht und natürlich aus dem Training, wo du das vorbereitest. Das ist klar. Aber der Fehler ist eigentlich weniger interessant, als man denkt. Oft beim Improvisieren ist es so, dass der Fehler dich inspirieren kann. Gestern zum Beispiel habe ich in einem Stück, gestern schon Montag gewesen, wir spielen immer am Montag, auch gestern war das Konzert 1098 gewesen, also 1098. Montag. Und in einem Stück, das ich wirklich gut kenne, habe ich einen kleinen Spot, wo ich ein bisschen freier spielen kann. Und dann habe ich gerade schon die 3. Note habe ich aus Versehen 2 Tasten aufs Mal getüpft. Also man kann sich das vorstellen, bei der weißen Taste in der Mitte drückt anstatt auf die Taste und dann entsteht eine Sekunde dort. Also die klingt eigentlich eher falsch. In diesem Kontext hat es auch nach einem Fehler getönt. Aber dann habe ich mit dem geschafft, habe geschaut, was kann der, und wiederholt, habe den eingebaut und dann ist aus dem Fehler eigentlich eine inspirierende Episode entstanden, die mich auch in meiner Konzentration sofort gebündelt hat. Auch
in der Performance, im Kontakt mit den anderen sofort etwas zurückgespielt habe und so. Und da ist Fehler mit dem letzten Satz zusammen ist etwas ganz Wichtiges. Das dürfen wir nicht fürchten. In der Kampfkunst ist das so, wenn du Angst hast, oder, dann bist du schon zu langsam. Und das machst du aber nicht, wenn du dem einfach wie ein Berserker angreifst oder irgendwie Gewalt anwendest oder so quasi ein Selbstverständnis hast, dass du der Größte bist, sondern es geht eben eher in die Richtung, dass du weggehst mit deinem Ego, dass du nichts machst aus einer Absicht, um dich zu retten oder irgendwie gut dastehen. Sondern die Absicht muss die Präzision sein, die Hingabe muss in unserem Fall die Musik an sich sein. Und wenn auf dem Weg ein Fehler passiert, dann kann man in der Regel viel besser damit umgehen, als wenn man dann denkt, jetzt habe ich den Fehler gemacht, jetzt findet man mich blöd. Lieben die mich noch? Gehe ich jetzt aus dieser Community raus? Sagt mir, der Bertsch hat in einem Konzert einen Fehler gespielt und der ist auch nicht so gut, wie man denkt. Und so. Wenn man in das reinkommt, ist man verloren, ist ganz klar. Man kann schon auf sicher spielen, oder? Auf einem höheren Niveau kann man das machen. Aber das führt in der Regel eben dazu, dass es dann auch ein bisschen weniger Energie hat, man vorsichtiger ist, man die Bewegung kontrolliert auf eine Art, die es einem eher hemmt. Aber der Klavierlehrer, der Boris Messon, den ich erzählt habe, eben der Klassiker, der mir sehr geholfen hat, der mich quasi klassisch auf Vordermann gebracht hat, der hat einmal gesagt, spiel nicht an deinem Limit. Das ist also nicht das, was wir meinen. Wir meinen nicht, gang live so als Limit, dass du nicht mehr Herr deiner selbst bist, sondern du musst schon deine Kunst so kontrolliert können ausspielen, dass innerhalb von dem eine Freiheit möglich wird. Und ich glaube, das ist auch das, was in dieser japanischen Idee drin ist, von das Leben lang üben und an einer Kunst schaffen, dass du natürlicher wirst, dass es von selber entsteht. Das heisst nicht, du bist permanent am Limit und tust dich mit dem auch noch ausstellen. Also es gibt auch die Tradition, auch gerade bei bestimmten freien Musikstilen, die sagen, du musst scheitern auf der Bühne. Es ist wichtig, dass die Leute sehen, das ist ein Experiment, wir sind nicht perfekt. Das ist nicht das, was wir meinen. Wir wollen auf höherem Niveau Musik machen und wollen innerhalb von dem ein Risiko können eingehen, wo es um Musik geht und nicht um den einzelnen Spieler, dass der irgendetwas zeigen kann. Ich glaube, auf Social Media habe ich auch gesehen, dass du so bei Studien mitmachst, wo du irgendwie so verkabelt bist. Geht es da um Bewegung oder geht es da auch noch um Hirnstrommessungen gleichzeitig? Das war jetzt ein Experiment, das wir unter anderem am MIT in Boston gemacht haben. Das war kürzlich dort. Das ist eine spannende Universität, die sehr viele Sachen zusammenbringt. Unter anderem haben sie ein gutes Musikdepartement. Das ist lustig, das ist entstanden. Das ist eigentlich gar nicht wichtig am Anfang, weil das MIT ist ja nicht bekannt für das Music Department. Aber es ist entstanden, weil ganz viele Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen passionierte Musiker und Musikerinnen sind und je mehr von denen an dem MIT sind für keine Ahnung, Physik und weiss der Teufel was, Ingenieur, Kunst und so, desto mehr ist das Bedürfnis nach Musik entstanden. Und so haben sie ihr Music Department immer mehr ausgebaut. Und es hat auch immer mehr Schnittmengen gegeben zwischen Forschung und Musik machen. Und im Moment läuft da eine Studie, wo Pianisten und Pianistinnen untersucht, was passiert im Kopf und im Körper, wenn man ein Stück spielt oder eine Improvisation spielt. Das heißt, was ist der Zusammenhang von Bewegung, Klang und Intention. Also das heißt, wenn wir etwas ganz gezielt machen, unser Geist, das kennt man auch vom Zen, oder auf etwas ausrichten, wenn wir uns auf etwas konzentrieren und gleichzeitig weggehen von dieser Idee, ich bin das jetzt. Also die Paradoxie, die im Zen so lustig ist, ja, wie soll ich mein Ego vergessen als Ego? Also, das ist etwas, was in dieser Studie auf einer anderen Ebene eine Rolle spielt. Und ich hatte jetzt die Chance gehabt, weil ich dort eingeladen war für eine Residency mit verschiedenen Aspekten, dort mitzumachen. Und bin dann 5 Stunden in diesem Labor und verkabelt gsi. Und die haben dann die verschiedenen Sachen gemessen, meine Bewegung im Raum, aber auch die Bewegung innerhalb des Körpers. Also was machen die Knochen, was macht die Spannung, wie verengen sich die Gefäße, je nachdem, was ich mache. Und dann habe ich verschiedene Aufgaben bekommen und die müssen lösen und dann hat man das alles gemessen. Und ich bin der 55. Pianist, der es jetzt da untersucht haben. Und
sie wollen dann eigentlich zeigen, wie der Zusammenhang von dem ist. Und das Interessante ist für mich und auch in unserem Zusammenhang von dem Gespräch jetzt ist, der das macht, der war inspiriert von Kampfkunst, Qigong und solchen Techniken, wo er gesagt hat, effortless mastery, also ohne Anstrengung dich zu bewegen und Schläge zum Beispiel zu platzieren, die ungeheure Energie und Präzision haben, obwohl sie eigentlich von so einem kleinen, oft auch gar nicht so starken Menschen ausgeführt werden. Was ist das nicht das Gleiche in der Musik? Oder kommt das nicht aus dem Gleichen raus? Und wenn wir eben sehen, wie virtuos man zum Teil auf einem Instrument spielt, in der klassischen Musik, im Jazz, überall, dann ist das eine gute Frage, wie machst du das? Machst du es mit Kraft? Machst du es aus dem Zentrum, wie man in der Kampfkunst sagt? Machst du es mit dem Atem? Wie machst du es und wie bündelst du deine Intention? Und die haben das jetzt auf allen Ebenen untersucht. Und für mich war es unheimlich spannend, weil die Technik, die ich gelernt habe im Klavierspielen, von der Erna Ronca nachher, das war meine wichtigste Lehrerin, die schafft genau mit dem keine Power, keine Kraft, sondern Gewicht, Geschmeidigkeit, aus dem Zentrum spielen, mit dem Zen-Mindset eigentlich spielen, mit diesen ganzen Bewegungstechniken wie Feldenkreis und so Musik machen, damit der Klang natürlich und schön ist. Also der analoge Klang, oder? Sich wirklich entfaltet und resoniert. Das tönt so einfach, aber es ist eben höchste Kunst. Umso mehr, wenn es mehrere Klänge am Stück sind. Ja, und bei dieser Studie wäre natürlich jetzt wahnsinnig spannend, aber für das ist wahrscheinlich dann die Gruppe schlussendlich gleich zu klein, um zu schauen, gibt es jetzt grosse Unterschiede zwischen Pianisten, die wie du auch nebendurch noch einen Kampf- oder Bewegungskunst machen, eine Meditationspraxis haben, wo dann das alles so in einem zusammenfließt. Das kann man eigentlich schon sagen. Das ist das Feedback von denen. Das war für mich auch die grosse Erkenntnis. Und ich habe zwischendrin doch auch immer wieder das Gefühl, ich gehe da ein bisschen kauzig meinen Weg. Und das ist jetzt halt meine Art, die Sachen zusammenzuführen, obwohl ich natürlich versuche, das auch universell zu testen und auch weiterzugeben an Menschen, die das interessiert. Aber gleichzeitig bin ich mir auch bewusst, dass das auch ein bisschen ein spezieller Weg ist und so. Aber in dem Zusammenhang von der Forschung ist das eben sehr interessant geworden, weil es tatsächlich wirklich zu hervorragenden Resultaten geführt hat. Also weniger Energieverlust, viel grösserer Fokus, besserer Klang. Zum Beispiel ein spannendes Experiment, um das zu zeigen, war, es hat ein Metronom gehabt, das einerseits langsamer wurde und andererseits schneller. Also man hat ein Muster müssen spielen, eine Bewegung auf dem Klavier. Und dann ist das Tempo einfach immer schneller geworden einerseits und bei einer zweiten Übung immer langsamer. Immer schneller leuchtet noch ein, oder? Weil irgendwann kommt man als Limit vom noch können spielen. Aber was vielen nicht bewusst ist, dass immer langsamer spielen ganz etwas Schwieriges ist. Weil man das Zeitempfinden wird dann dehnt sich plötzlich ungeheuer. Und in diesem Zeitempfinden wird die Bewegung, die man macht, ganz entscheidend, wie man die macht, je langsamer etwas wird. Und mir ist es aus irgendeinem Grund gelungen, mit dem Verlangsamen bis zu wirklich Ultra-Zeitlupe eigentlich die Bewegungen noch super präzise auszuführen. Und ich habe das Gefühl, das hängt mit dem Training einfach von Kampfkunst und eben Meditation und den verschiedenen Bewegungslehren zusammen, weil meine Bewegung, die wird nicht vom Gegenstand dominiert, sondern vom Zentrum. Also ich drücke nicht die Tasten, damit die Taste runtergeht, sondern ich bewege den Arm aus dem Zentrum, also dort, wo das Hara ist, wie man so schön sagt, unter dem Bauchnabel, in dieser Haltung, die du vorher beschrieben hast, damit das Gewicht von meinem Arm die Taste so geschmeidig wie möglich, mit einem so guten Klang wie möglich tüpft, oder? Und das ist eine riesen Übersetzung. Von der Taste geht es dann hinten an das Hämmerli, das ist ein komplexer Mechanismus und dann saust das Hämmerli an die Taste auf und dann gibt es den Klavierklang. Und der kann eben durchaus, wie bei einem Gong, eben besser oder weniger gut klingen, aggressiver, matt und so weiter. Und die Tests haben mir eigentlich wirklich krass gezeigt, dass das ein wichtiger Weg ist und dass der aber auch von viel Training abhängt, sehr viel Training braucht und die Hingabe, sozusagen die analoge Hingabe, oder, an das, was wir da machen, eben nicht eine Sache von 2-3 Jahren ist, sondern von Dekaden oder einem ganzen Leben. Mhm. Wir haben jetzt sehr viel über
dich als Musiker und als Aikido-Praktizierender und als Meditierender geredet. Du bist aber auch Vater, hast eine Familie und du hast irgendwo einmal gesagt, du musst lernen, dass Musik, ich glaube, nicht nur aus dem Musikmachen besteht, sondern da gibt es noch wahnsinnig viel zu tun. Da wird einmal das eine oder andere schief gehen. Was hat denn Meditation in deinem Alltag? Was spielt sie dort für eine Rolle? Das Training, vor allem das Kampfkunsttraining und auch Meditation, ist absolut essentiell, um das zu überleben. Und zwar nicht wegen der Aggression der anderen oder so, sondern wegen mir selber. Mich dunkt, ich bin ein Charakter, wo, wenn ich mich nicht genug bewege, wenn ich nicht die Achtsamkeit trainiere und auch die Energie, die dort entstehen kann, die Bündelung von Energie trainieren, dann werde ich fahrig, dann hadere ich mit den verschiedensten Phänomenen von der Welt. Ich komme einfach irgendwie vom Weg ab. Es geht ganz schnell. Ich theoretisiere dann alles, meine mehr zu wissen, als ich eigentlich wirklich umsetzen kann und so. Also das Training ist extrem wichtig, auch in der Familie die Ruhe zu behalten, die Übersicht zu behalten, auch sich bewusst zu sein, was ist meine Rolle oder mit Kindern, was bin ich als Vater, was bin ich als Ehepartner, wer sind wir da, wie wollen wir das gestalten, wie übernehme ich meine Verantwortung, was mache ich, wenn ich nicht mehr mag, all diese Sachen und ohne die, wir können es ja ruhig spirituelle Techniken nennen, aber es ist eben wirklich Training, es sind Techniken, es ist nicht ein Ratgeber, wo irgendjemand dir das sagt, es ist Training. Ohne das hätte ich grosse Mühe. Ich glaube, das ist das Wichtigste für mich zu lernen, dass das vom Machen abhängt und nicht vom Lesen. Und heute kann man ja, keine Ahnung, auf Instagram kommt man ständig irgendwelche Tipps über, wie man sein Leben kann verbessern kann, wenn man sich anders verhält. Vielleicht gibt das sogar eine Inspiration, aber das Machen und das Trainieren ist dann schon das Entscheidende. Also mindestens ich erlebe es. Und wenn ich das eine Weile nicht mehr mache, nicht regelmäßig mache, bin ich auch ganz schnell weg von dieser Balance. Und wie meine Mutter mal gesagt hat, im Zen, sie glaube ich nicht, dass es darum geht, den Schmerz und alles zu überwinden, sondern es geht darum, besser können damit umzugehen, einfach bescheidener, normaler können damit umzugehen, dass das Training uns einfach hilft, zu verstehen, dass wir so Menschen sind, die einfach mit dem dürfen, müssen, sollen umgehen. Ja. Mhm. Ich stelle mir Musiker als recht stressigen Beruf vor, wenn ich so sehe, wie viele Konzerte das du auch gibst und unterwegs bist. Das ist nicht einfach alles nur im Exil, wo quasi kannst ins Tram steigen und hinfahren, sondern du reist sehr viel um. Wie schaffst du denn das, dort in deinen Alltag zu integrieren? Reisen ist wirklich ein anspruchsvolles Thema von diesem Beruf, das stimmt. Ich erlebe aber eigentlich das Herausfordernde von diesem Beruf vor allem dort, wo es um Organisation und Finanzierung geht, dort, wo es darum geht, wie viel Verantwortung habe ich für andere, also zum Beispiel als Bandleader, als Clubsitzer, als Festivalmitbegründer. Äh, ja, das ist etwas ganz Wichtiges und gibt mir viel Stress, also Stress im Sinne von, wenn man ins Bett geht, drüllt es noch im Kopf oder äh, ich habe Angst vor, dass ich nicht zahlen kann, dass ich meine Leute nicht zahlen kann. Ich muss viel ins Risiko gehen, wo ich nicht weiss, ob dann das gut rauskommt. Das heisst also, im schlimmsten Fall muss ich das alles privat zahlen, oder? Wenn zum Beispiel zu wenig Leute an die Show kommen oder wenn mein Fundraising nicht greift, so wie man es gedacht hat. Es können die verschiedensten Sachen passieren, es kann jemand krank sein. Also das Risiko, die Verantwortung, die ist ein grosser Stress, auch mental und das wird auch physisch. Je grösser die Tourneen sind, je länger die Vorbereitung ist, desto mehr besetzt einem das, oder mindestens mich. Das Reisen an sich, wenn es nicht eben eine Tournee ist, die einfach jeden Tag gespielt wird, zum Beispiel in den USA, und wir mit der Band umreisen, man wenig Schlaf hat, man die ganze Zeit muss fliegen und so weiter, dann habe ich eigentlich das Reisen gut im Griff, zum Beispiel im Zug. Wenn ich allein spiele, gehe ich früher oft, um weniger Stress zu kreieren, um mich besser konzentrieren. Das geht eigentlich
okay und es ist auch etwas Schönes, weil man trifft sehr viele verschiedene Leute. Ich bin mittlerweile, glaube ich, über 55 Länder gsi und habe dort ungeheuer viel einfach vor Ort erlebt, wo dann wirklich anders ist, als es da im Tagesanzeiger steht. Und die Erfahrung ist mit nichts wettzumachen. Ja, mein Großvater mütterlicherseits hat mal gesagt, mein Kapital ist meine Erfahrung. Also im höheren Alter und er hat nicht viel Geld gehabt mehr. Wir haben ihn nämlich so unterstützen und so. Ich kann mir jetzt sagen, der hat es irgendwie nicht geschafft, eine gescheite Rente aufzubauen, oder? Aber gleichzeitig hat er so ungeheuer viel Erfahrung gehabt und hat uns auch viel über das erzählt und hat das auch weitergegeben. Er war zum Beispiel der, wo ich 15 war und wollte allein nach Peru, weil ich dort jemanden kennt habe, ist er der der gesagt hat, der muss gehen, lasst den gehen. Oder? Der muss die Erfahrung machen, der muss das dort, da passiert irgendetwas, das wird interessant. Während andere sagen, jetzt spinnen ihr eigentlich, das ist ein halbes Kind, oder? Das ist viel zu gefährlich. Erfahrung hin oder her, der kann dort sterben. Und das ist auch zweimal irgendwie fast passiert, aber gleichzeitig eben ohne die Erfahrung, ohne das dort hingehen, wo manchmal tatsächlich beschwerlich ist, er gewinnt man keine Erkenntnis auch über die eigene Musik, über die Resonanz, über die Möglichkeiten und über wie das an den verschiedenen Orten in der Welt eigentlich läuft mit dieser Musik. Mhm. Wer möchte wissen, was in Peru passiert ist, der soll dein Buch lesen. Dort hast du einen kurzen Beschreib drin. Ich möchte vielleicht so zum Abschluss noch das Ganze noch mal ein bisschen auftun. Ich frage sehr viele Leute, die ich interviewe in diesem Podcast, hey, was glaubst du, was kann denn Meditation, so wie sie du unterrichtest, irgendwie beitragen zu dieser Welt, wie sie im Moment ist, oder um die Welt eine Spur besser machen? In deiner Musik, ist das eine Ambition, irgendwie etwas zu der Welt beizutragen? Oder sagst du, hey, ich mache das einfach so gern, was daraus passiert, aber es geht primär um uns, die Musik machen? Also zuerst muss ich vielleicht sagen, ich unterrichte ja nicht Meditation, du hast jetzt das so eine Art sehr nett erwähnt, aber ich baue Meditation ein in den Kurs, die ich gebe, oder? Und ich habe Erfahrung damit, aber ich bin eben weder ordiniert, noch wäre ich jetzt kompetent, als von einer Linie das weiterzugeben. Ich habe es bei dir schon mehr auf Musik bezogen. Ja, eben, aber meditative Verfahren in der Musik und wie man zu denen kommt, das unterrichte ich tatsächlich und versuche ich auch in verschiedenen Zusammenhängen tiefer oder ein bisschen weniger tief, je nachdem auch können weiterzugeben und Leute zu ermuntern oder dem zu arbeiten und auch Tools in die Hand zu geben, wie sie das machen können. Das ist mir schon sehr wichtig, das stimmt. Zu dieser Frage, ob ich das für mich mache oder was genau die Bedeutung ist, das ist eine ganz klare Antwort. Das ist eben so, Musik, das ist eine Kraft, das ist eine Energie und die brauche ich, dass ich überleben kann, dass ich überhaupt mich zurechtfinde hier in dieser Welt. Die hat mir immer geholfen, die Energie. Die ist grösser, älter, wird es länger geben als mich, wo einfach ein Teil ist von dem Stream. Und ich hatte die Chance gehabt, jetzt als Künstler, also in meiner Rolle als Künstler, da auch mit teilzunehmen auf sehr hohem Niveau. Das ist für mich mega inspirierend. Aber eben, es ist auch eine Urkraft, die hat jetzt nichts damit zu tun, wer ich bin, sondern die gibt mir und vielen Leuten Kraft. Und ich habe auch gelernt, da ein bisschen bescheidener zu werden, weil ich natürlich auch wollte, eben die Welt besser machen, wie du das jetzt so gesagt hast. Vor allem, als ich jung war, das hat auch damit zuerst mal zu tun, damit zu verstehen und dann, wie verändert man das überhaupt, was ist richtig, was ist falsch, was können wir machen und so. Und ich habe dann gelernt, bei verschiedenen Zusammenhängen, dass das manchmal ganz einfach funktioniert. Es gibt zum Beispiel eine Geschichte, ich habe ja sehr viel zuerst einfach selber gemacht, habe eben die erste Platte selber rausgegeben, habe irgendwann ein Label gegründet, um einfach meine Alben selber verlegen, bevor ich dann auch zu ECM gehen konnte, wo ein grosses, wichtiges Label ist. Und ich habe dann auch mit einem Kollegen zusammen eine Website aufgetan und dort habe ich eigentlich alle Bestellungen von so CDs selber betreut noch am Anfang und rausgeschickt. Und darum habe ich auch immer geschaut, was für E-Mails da kommen. Und eines Tages ist ein E-Mail gekommen von einem Typ, der hat eine CD bestellt nach Australien. Und dann habe ich gedacht, wieso bestellt der in Australien bei mir eine CD? Das wird sündhaft teuer für den, oder? Der könnte das auf andere Umwege machen. Er müsste
wieso nimmt der meine Musik dort runter? Oder eben, auf jeden Fall habe ich mich dann bei dem bedankt und an dem geschrieben. Ich freue mich sehr, dass jemand aus Australien die CD bestellt. Das war noch sehr am Anfang, wo wir unsere Platten noch nicht unbedingt dort können im Laden kaufen. Und ja, ich danke ihm einfach und so. Und dann hat er mir zurückgeschrieben und hat gesagt, ja, also der hat sich bei mir bedankt und hat gesagt, er arbeite für das Rote Kreuz in Australien. Und das war die Flutkatastrophe damals. Und er ging jeden Tag raus, um Leute zu suchen, die vermisst sind, Leichen zusammenlesen, hat er so geschrieben. Und Menschen irgendwie helfen und so. Und er schafft das nur, weil er am Morgen die Musik hört und einen Kaffee trinkt. Und dann wüsste er irgendwie, warum er das macht und ging dann dort raus. Und das ist ja eigentlich eine rein energetische Angelegenheit. In dem Moment habe ich begriffen, dass ich nicht jetzt auch noch dort oben muss und dort noch spenden und noch das letzte Hemd geben, um irgendjemanden dort und dort zu retten, sondern dass schon mal viel erreicht ist, wenn ich die Sache gut mache, die ich da mache. Mit Hingabe, Präzision, mit Klarheit, auch dafür einstehen, auch Musiker als Beruf auszuüben, Geld dafür zu verlangen, und dann eine nächste Platte zu machen und so weiter. Und ich habe auch dort begriffen, dass es eben um die Gemeinschaft geht. Oder? Es ist oft auch ein Selbstüberschätzungsgefühl zu haben, nur weil ich jetzt das Gefühl habe, ich bin ein Netter, wird die Welt irgendwie besser. Es geht oft ein bisschen im Zen-Sinn darum, deine Arbeit gut zu machen und die aber wirklich mit spiritueller Hingabe so zu machen, dass nachher daraus etwas entsteht. Und den Rest hat man nicht so in der Hand, oder? Und wenn man vielleicht seine Affinitäten prüft, wie mir das ganz wichtig ist und auch immer wieder wichtig ist, also auch selbstkritisch prüft, was kann ich eigentlich gut, wo bin ich gut, wo mache ich etwas gern, ich mache es dann auch länger, weil ich es eben gern mache. Dann findet man vielleicht den Weg, so Inspirationen zu haben. Das kann sein, wenn man irgendwie in einer Kinderkrippe schafft oder keine Ahnung, wenn man irgendetwas anderes macht. Die Prüfung ist auch, glaube ich, wichtig, dass man etwas findet, das wirklich so weitergegeben werden kann. Und darum, auf deine Frage, die Musik mache ich überhaupt nicht für mich selber, sondern ich mache sie für die Gemeinschaft. Genau, das ist genau die gleiche Idee wie die Meditation. Wenn wir die nicht miteinander machen, dann nachher hat sie eigentlich keine Bedeutung. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Aber bevor ich dich gehen lasse, würde mich noch interessieren, wenn die Zuhörenden mehr über dich wissen wollen. Wo finden sie Informationen, Website, Bücher, Konzerte? Also du kannst... Ja, also wenn uns eben nicht der Strom abgestellt wird aus irgendwelchen Gründen, dann findet, glaube ich, jeder selber unsere Sachen. Ich finde es eben auch spannend, in Kontakt zu kommen mit den Leuten, gerade über welchen Weg jemand zum Beispiel auf etwas stösst. Das ist zum Glück heute auch sehr bunt und sehr verschieden. Aber was mich immer wieder berührt und mir wichtig ist, ist, wenn man neu mit angeht und die Leute wirklich trifft. Also wir haben eben zum Beispiel aus dem Grund den Montag eingerichtet, wo wir seit über 20 Jahren mittlerweile im Exil jeden Montag spielen als Gruppe. Dort bin ich immer da. Das ist auch ein Ort, um sich zu begegnen, um miteinander zu reden, um Fragen zu stellen. Das machen wir auch durch Konzerte. Wenn Konzerte fertig sind, gehen wir immer raus und stehen, um den Leuten zu begegnen und so. Und diese Begegnungen sind mir eigentlich sehr wichtig, weil das ist sehr etwas Direktes und eine Art von Mensch zu Mensch. Ja, da passiert sehr viel. All die Themen, die wir jetzt besprochen haben, die haben eigentlich mit Präsenz zu tun, oder? Und die Begegnungen sind für mich mega wertvoll. Die haben eben auch mit dieser Gemeinschaft zu tun. Nick, ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast für das Gespräch. Danke, Lukas. Und auch freue mich, können mit all diesen Menschen kommunizieren, die hier zuhören. Das ist auch eine Chance, miteinander in Kontakt zu kommen. Danke vielmals. Das war Meditationsszene Schweiz, ein Podcast von mir, Lukas Wittmer. Ich hoffe, du hast etwas Spannendes mitnehmen und freue mich wie immer über Feedback und deine Gedanken zu dieser Episode. Auch für Hinweise auf spannende GesprächspartnerInnen bin ich immer dankbar. Und damit eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.